Hintergrund sind unter anderem die Lockerungen vom nächsten Montag. Am nächsten Montag wird es ja einige Lockerungen geben mit dieser Corona-Maßnahmen. Zum Beispiel dürfen Coiffeurgeschäfte, Coiffeursalons und Kosmetiksalons wieder öffnen. Und die Frage ist, welche Rolle bei diesen Lockerungen die Gesichtsmasken, die viel diskutierten Gesichtsmasken spielen werden. Wird es allenfalls da und dort sogar eine Pflicht geben? Die Antwort auf diese Frage erwartet man in Kürze von Gesundheitsminister Alain Berset. Die Armee, das hat man gestern auch gesehen, die Armee ist im Moment daran, die Armeeapotheke ist im Moment daran, im großen Stil Masken zu beschaffen. Die Rede ist von 500 Millionen, also einer halben Milliarde Masken. Und es ist davon auszugehen, dass sich auch Verteidigungsministerin, Armeeministerin Viola Amherd zu dieser Maskenbeschaffung äußern wird. Man erwartet von ihr auch Aussagen zum Armeeeinsatz. Sie erinnern sich, der Bundesrat hat vor etwa 5 Wochen entschieden, dass bis zu 8.000 Armeeangehörige zum Beispiel für den Dienst in Spitälern im Kampf gegen die Corona-Krise aufgeboten werden können. Was man bis jetzt weiß, ist, dass dieses Potenzial noch nicht ausgeschöpft wurde. Was man aber auch weiß, und auch darum könnte es heute Nachmittag gehen, ist, dass, weil es so eine große Zahl von Armeeangehörigen ist, dass das Parlament sich hier auch noch, wenn auch nachträglich, äußern muss. Und da werden die Rahmenbedingungen dieses Einsatzes nochmal genau definiert werden müssen. Ich habe es Ihnen gesagt, dass auch Finanzminister Ueli Maurer erwartet wird. Und was könnte hier kommen? Da diskutiert man allenfalls über weitere Unterstützungsmaßnahmen für Firmen. Hier könnten vor allem Maßnahmen für sogenannte Start-ups zur Diskussion stehen. Die wurden bisher so explizit noch nicht einzeln berücksichtigt, also hier allenfalls auch angekündigte Maßnahmen des Finanzministers. Es gab in den ersten Wochen dieser Corona-Krise ja 2 Bundesratssitzungen. Letzte Woche hat man das reduziert, vorletzte Woche auch. Jetzt hat es noch eine Sitzung jeweils gegeben. Und auch in dieser Woche sieht es so aus, als ob es bei dieser einen Bundesratssitzung bleiben wird. Und auch hat man nicht einmal ausschließlich über Corona-Maßnahmen diskutiert. Es gab heute auch andere Entscheide. Sie werden das heute sicherlich auch noch in den Newsportalen und in den Nachrichtensendungen sehen. Ein Beispiel, das kann ich vielleicht hier noch erwähnen, es gibt also auch andere Themen in diesen Zeiten, ist das viel diskutierte Thema 5G, die Mobilfunktechnik, 5G-Technologie. Da hat der Bundesrat entschieden, wie es in etwa weitergehen soll. Das ist eine viel diskutierte Technologie und da gibt es auch Kreise, die negative Auswirkungen auf den Menschen befürchten. Was heute der Bundesrat gesagt hat, festgelegt hat, er wird die Grenzwerte zum Schutz der vor Strahlen der Bevölkerung nicht verändern. Es ist schon etwas nach 15 Uhr und ich schaue mal in den Saal hinein. Ich sehe da einzelne Kommunikationschefs der Bundesräte, die bereits da sind. Die Bundesräte sind noch nicht gekommen bisher. Und Sie sehen vielleicht, wenn Sie jetzt auch selber in den Konferenzsaal blicken können, wie wenig Journalisten hier eigentlich anwesend sind. Das hat auch mit Corona zu tun. Pro Medium sind in dieser Zeit, seit neuester Zeit, nur noch jeweils ein Vertreter zugelassen. Ganz einfach deshalb, um die Distanzmaßnahmen, die Abstandsregeln einhalten zu können. Und jetzt sehen Sie, kommen die Bundesrätin Viola Amherd, Gesundheitsminister Alain Berset, dann nach ihm Vizekanzler und Bundesratssprecher André Simonazzi und bereits Platz genommen, ganz links, hat Finanzminister Ueli Maurer. Auch hier mit dem nötigen Abstand, 2 Meter werden es wohl nicht ganz sein, aber so gut es möglich ist, auch hier also Abstandsregeln eingehalten. In Kürze wird André Simonazzi diese Medienkonferenz eröffnen.
Madame la Conseillère fédérale, Messieurs les Conseillers fédéraux, Mesdames et Messieurs, bonjour, sehr geehrte bienvenue à cette Bundesräte, conférence de presse qui sera consacrée sehr aux geehrte Damen und décisions Herren, herzlich prises par le willkommen zur Conseil fédéral ce matin Medienkonferenz, die sur la Ihnen question du die coronavirus et Entscheidungen la des lutte contre ce Bundesrates virus. in der Bekämpfung des Coronavirus vom heutigen Morgen mitteilen wird. Sont également présentes à cette conférence de presse Nehmen pour teil, répondre à vos questions. Ihre Monsieur Fragen Daniel zu Koch, le beantworten. délégué de Herr l'OFSP Daniel au Koch, Covid-19, der Beauftragte Madame für Sibylle Hudson, responsable du secteur Covid-19, prestations Frau Sibylle ABS, Hutz, APG, PCA, l'Office fédéral des im assurances Bundesamt sociales, für die Monsieur Boris Sozialversicherungen, Kirchhoff, chef de la direction du Zürcher travail au SECO, Monsieur Thomas Süssli, Arbeitsdirektion le chef de SECO, l'armée, Herr ainsi que Monsieur Süßli, Markus Neff, Armeechef, und Koordinator des Herr Akquisitions Neff, au DDPS. Koordinator der Monsieur Beschaffung. le Conseil fédéral Berset s'exprimera Herr en Bundesrat premier, suivi de Berset Madame la wird als Conseillère erster fédérale sprechen, et de danach Monsieur le spricht Conseiller Frau fédéral Maurer. Bundesrätin und Et nous Herr prenons bien sûr des Bundesrat questions à Maurer. l'issue des trois présentations. Und dann können Monsieur le Conseiller Sie fédéral, vous nach avez la parole. diesen drei Vorträgen Merci Fragen beaucoup, stellen. Madame la Sehr Conseillère fédérale, Monsieur le geehrte Conseiller Damen und fédéral, Herren, Monsieur herzlichen le Dank. Chancelier, Mesdames et Messieurs. Je crois que nous Werte souhaitons Kollegen, tous évidemment savoir à quoi vont ressembler les prochaines semaines. wir quand möchten est-ce que alle nous allons wissen, pouvoir wie die revenir à une kommenden Wochen situation aussehen normale. werden und ob und wann wir zu einer normalen Situation zurückkehren können. Wir wissen heute, dass die Lage nach wie vor heikel ist und wir müssen einen Weg finden für die kommenden Wochen. Wir haben die Neuinfektionszahlen für den Corona-Virus, die wesentlich geringer sind als in den vergangenen Wochen. Wir treten jetzt langsam in die Übergangsphase ein. Und wir haben es geschafft, das einzudämmen, aber wir dürfen die öffentliche Gesundheit nach wie vor nicht außer Acht lassen. Und das fixiert jederzeit unseren Marschrhythmus. Ich denke, wir müssen uns jetzt auch wiederum besinnen auf die Grundregeln, die weiterhin gültig bleiben. Abstandsregeln, Händehygiene, sich immer die Hände ordentlich waschen. All dieses bringt am meisten, um die Lage am besten zu beherrschen, in der wir uns aktuell befinden. Und wir müssen uns auch bescheiden zeigen angesichts der Entwicklung der Lage. Die Sicherheiten haben wir heute noch nicht, aber die Entwicklung der letzten Tage erlaubt uns jetzt eine etappenweise Lockerung anzuvisieren, damit wir dann nach und nach die Planung in Angriff nehmen können. Sie haben bereits gehört, was in der nächsten Woche geöffnet wird. Wir werden das nicht wiederholen. Allerdings werden wir eine Sache zurücknehmen. Wir hatten letzte Woche angekündigt, dass wir die Sortimentsbeschränkungen leicht aufheben würden in den Lebensmittelgeschäften. Es handelt sich überhaupt nicht darum, jetzt die großen Geschäfte wieder zu öffnen, sondern nur einige Rayons wieder sukzessive zu öffnen, die im Moment noch geschlossen sind in den Lebensmittelgeschäften. Dieses hat zu einer gewissen Unsicherheit geführt, zu vielen Fragestellungen und wir mussten das beantworten und daher haben wir beschlossen, dass wir diese Sortimentsbeschränkungen bestehen bleiben lassen und dass wir sie nicht aufheben in den nächsten 2 Wochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir in dem ambulanten und der Spitalpflege vorangehen, wie wir die Wahleingriffe behandeln. Die Kantone können das jetzt offen selber regeln, müssen allerdings genügend Plätze für Corona-Kranke bereithalten. Die Lage wird sich nach und nach normalisieren. Wir möchten nämlich jetzt andere Eingriffe nicht unnötig auf die lange Bank schieben, die auch vorgenommen werden müssen. Am 11. Mai wird die obligatorische Schule wieder anfangen und die Detailhändler. In den letzten Wochen wurde ebenfalls angesprochen, wie es bei den Sport- und Kulturaktivitäten aussieht. Bis zum 29. April werden wir uns dann Gedanken darüber machen, ob wir das nach und nach öffnen. Das gilt ebenfalls für die Restauration und den Tourismus, also den Gastronomiebereich. Auch die Großveranstaltungen ist eine Frage, mit der wir uns befassen und auch die Frage der Rechte der Bevölkerung und der Kontrolle an den Grenzen. Sie sehen also, dass wir ein reichhaltiges Menü
zu bewältigen haben im Bundesrat in den nächsten Wochen. Mit den Öffnungen am 11. Mai beginnen wir. Ich habe da noch was vergessen. Es wird sicherlich eine Lockerung geben in der Ausbildung, und zwar der Ausbildung, die nicht mehr, also in den weiterführenden Schulen. Da wird es auch Lockerungen geben nach der Öffnung der obligatorischen Schulzeit. Und wenn sich das dann gut entwickelt, werden wir die Perspektiven der Lockerung nach und nach ausweiten. Dann am 8. Juni kommt die nächste Etappe und wir werden nicht weiter darüber hinaus planen, denn wir müssen jetzt nach und nach uns langsam vorantasten. Wenn alles gut läuft und die Ergebnisse gut sind, dann könnte man zusätzliche weitere Lockerungen ins Auge fassen ab dem Monat Juni. Allerdings müssen wir die Entwicklung jetzt ganz aufmerksam mitverfolgen, um nicht in die falsche Richtung zu gehen. All dieses immer in einem sehr pragmatischen Ansatz. Wir nehmen die Realität vor Ort sehr ernst. Wir müssen jederzeit sehen, dass wir das gut bewältigt haben. Wir haben ja natürlich sehr schwerwiegende Entscheidungen getroffen und Maßnahmen eingesetzt, die jetzt zum Teil aufgehoben werden müssen. Aber wir müssen zunächst einmal schauen, wie die serologischen Ergebnisse in einigen Kantonen aussehen und dass wir einen besseren Eindruck bekommen, wie viele Menschen tatsächlich infiziert waren. Wir haben einen sehr geringen Prozentsatz. Das liegt unter 2%, wenn ich das richtig sehe. Und wir müssen also nach wie vor mit voller Konzentration diese Maßnahmen durchsetzen. Die Öffnung, meine Damen und Herren, werden begleitet natürlich von Schutzkonzepten, um die Sicherheit der Angestellten in den Geschäften abzusichern und der Kunden ebenfalls. Diese Schutzkonzepte werden von den Branchen selber erarbeitet. Es handelt sich hier um eine sehr realitätsnahe Erarbeitung. Wir sind das in der Schweiz ja gewohnt. Wir machen das, dass wir das gerne zusammen mit den Branchenverbänden machen, damit die erarbeiten die Schutzkonzepte und sie werden dann später validiert. Wir werden sie begleiten. Es gibt auch ein Standardschutzkonzept, was in Kürze veröffentlicht wird. All jene, die bereits Konzepte erarbeitet haben, sie werden Anfang der kommenden Woche in Kraft treten und bis zur nächsten Etappe am 11. Mai werden wir die Branchen eng begleiten, die sich jetzt in der Erarbeitung ihrer Schutzkonzepte befinden für die Öffnung am 11. Mai. Bei den Masken stellt sich auch eine Frage. Die Maskenfrage haben wir heute in unserer Sitzung behandelt. Und ich möchte Ihnen jetzt sagen, dass wir die Grundregel nicht ändern möchten. Es wird keine allgemeine Maskentragepflicht geben. Es soll allerdings jederzeit möglich sein, Sondermöglichkeiten vorzusehen, in denen ein weiterer Schutz notwendig ist, verbunden mit einer Maskentragepflicht. Aber wir werden keine allgemeine Maskentragepflicht einführen. Wir haben uns befasst auch gleichzeitig noch mit der Beschaffung der Masken, mit dem Einkauf und so weiter. Meine Kollegen werden das sicherlich noch im Detail ausführen, wenn sie das wünschen. In diesem Zusammenhang, in Bezug auf die Empfehlungen für die öffentliche Gesundheit, stützen wir uns selbstredend jederzeit auf die Empfehlung der internationalen und der nationalen Experten und des Europäischen Zentrums zur Kontrolle und zur Prävention infektiöser Krankheiten, das ECDC, was diese Fragen behandelt. Und die Masken, das möchte ich noch wirklich unterstreichen, können keineswegs die Hygienemaßnahmen ersetzen und die Abstandsregeln ersetzen. Die Masken bleiben also eine zusätzliche Schutzmöglichkeit, zusätzlich zu den Grundschutzmaßnahmen. Also, die Geschäfte werden jetzt etappenweise wieder den Betrieb aufnehmen und langsam wieder anfahren. Bei der Erarbeitung der Schutzkonzepte wird es dazu führen, sicherlich, dass weniger Kunden bedient werden können, was zu Erwerbseinbußen führen kann. Und dann wird es bis zum 16. Mai auch weiterhin noch Auszahlung von Leistungen im Rahmen der Erwerbsersatzordnung geben.
Und es ist ebenfalls eindeutig, dass für die Selbstständigen, deren Unternehmen geschlossen bleiben bis zum 16. Mai, dass sie ebenfalls noch weiterhin Anspruch auf die Erwerbsersatzordnungsleistungen haben. Wir können in der Übergangsphase leichte Lockerungen zulassen, da wir jederzeit wieder zurückkommen können zu einer strikten Eindämmungsstrategie. Dafür brauchen wir wirklich auch mal zu testen. Wir müssen auch gut testen können. Wir müssen alle die symptomatischen Personen testen können und dann auch in eine Logik zu gehen, wo die positiven Personen, die sind zu isolieren und die Kontakte, die diese Personen gehabt haben in den Tagen vorher, die müssen auch in der strikte Quarantäne gehen können. Das heißt, wir werden das jetzt entwickeln. Es ist schon kommuniziert auch bei den Kantonsärzten und bei den Labors und Ärzten und es muss wirklich da sich entwickeln können, damit wir wirklich eine Chance haben, diese strikte Eindämmungsstrategie verfolgen zu können. Das würde uns wirklich die beste Ausgangslage geben für die nächsten Wochen und Monate. Wenn wir das erreichen, das heißt, wir können versuchen, da die Epidemie unter dem Deckel zu halten, es würde uns erlauben, zu lockern, wie es vorgesehen ist. Voilà ce que je peux dire, ce n'est pas une science exacte. Ja, wir bewegen uns nicht auf dem Feld der exakten Wissenschaften. Wir müssen uns langsam vorantasten. Das gehört zu dieser Lage. Auch die Schutzkonzepte für die Schulen, für die Gastronomie müssen erarbeitet werden. Daran arbeiten wir im Moment und wir schauen uns an, inwieweit wir hier eine etappenweise Öffnung der Betriebe ins Auge fassen können. Es liegt jetzt an uns, in dieser Phase wirklich vorsichtig zu bleiben, wenn wir möchten, dass die Verbesserung der Lage sich fortsetzt und dass die Verbesserung der allgemeinen Lage auch in den nächsten Monaten anhält. Wir möchten natürlich gerne unsere Infrastrukturen wieder öffnen, aber wir müssen jetzt alles machen, damit wir diese Übergangsphase eben wirklich zu einem echten Erfolg machen, um dann im Nachhinein auch unsere Infrastrukturen auf einer soliden Grundlage wieder öffnen zu können. Wir möchten alle gerne im Sommer, ich glaube, ich kann das sagen, mit der Familie, mit Freunden auf einer schönen Aussichtsterrasse sitzen, etwas trinken. Das scheint nicht unmöglich von heute gesehen, wirklich nicht unmöglich. Und das entscheidet sich in den nächsten Wochen. Das entscheidet sich in den nächsten Wochen, wenn wir es schaffen, die Infektionen weiter zu reduzieren, soweit, dass wir wieder jede einzelne Infektion rückverfolgen können, dann hätten wir eine gute Situation für die nächsten Zeiten. Dafür müssen wir aber in dieser Übergangsphase weiterhin diszipliniert bleiben. Wir dürfen da nicht nachlassen. Das bedeutet einfach nach wie vor Abstand halten, Hände waschen und einfach diese Empfehlungen mal umzusetzen. Wir haben in der letzten Monate in großen Schritten die Maßnahmen verschärft und jetzt können wir die vorsichtig lockern und auch beobachten, was genau passiert. Und da mit der Schutzkonzepte, mit den Lockerungsmaßnahmen, die wir haben. Wir haben die erste Phase dieser Situation, dieser Krise gut gemeistert und jetzt wollen wir auch den Übergang gut meistern. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Madame la Conseillère fédérale, vous avez la parole. Frau Bundesrätin, Sie haben das Wort. Geschätzte Herren Kollegen, Monsieur le Vice-Chancelier, sehr geehrte Damen und Herren. Um es gleich vorwegzunehmen, die Armee drängt sich nicht auf, sie ist aber da, wenn es sie braucht. Le 4 mars dernier, le DFI a demandé l'appui de l'armée au DTPS. Le 6 mars, le Conseil fédéral a chargé mon département. Am 6. März wurde mein Departement damit beauftragt, 800 Leute bereitzustellen aus der Armee, um die Kantone im öffentlichen Gesundheitsbereich zu unterstützen bis zum 27. März 2020. Die Pandemie hat sich dann weiterentwickelt und es wurde eine weitere Unterstützung der Armee beantragt. Am 16. März haben wir deshalb beschlossen, diese Einsätze zu verlängern bis zum 30. Juni 2020 und zusätzliche Truppen einzuberufen. Etwa 5.000 Armeeangehörige wurden dann mobilisiert und das Parlament muss diesen Einsatz noch gemäß dem Armeegesetz bestätigen.
weil über 2000 Armeeangehörige einberufen wurden während mehr als 3 Wochen. Und der Bundesrat hat diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter genommen. Wir wissen ganz genau, dass die Armeeangehörigen auch Familienpflichten und berufliche Pflichten haben und dass gewisse von ihnen auch studieren. Der Bundesrat hat deshalb jetzt die Botschaft fürs Parlament verabschiedet zum Assistenzdienst der Armee. Bei der Armee gingen in den vergangenen 5 Wochen 367 Gesuche zur Unterstützung ein. Die Armee erfüllt folgende Aufgaben. Erstens, sie unterstützt das zivile Gesundheitswesen in den Bereichen Pflege, Transport und Logistik. Zweitens, sie entlastet die kantonalen Polizeikorps und das Grenzwachtkorps in Sicherheitsaufgaben. Und drittens, sie erbringt logistische Unterstützungsleistungen, die zur Bewältigung der Krise zusätzlich erforderlich sind. Am meisten Mittel, das haben Sie sicher bereits mitbekommen, sind zur Unterstützung des Gesundheitswesens eingesetzt. Seit dem 6. April rund 3.800 Armeeangehörige. Seit dem 27. März verstärken zudem 50 Berufsangehörige der Militärpolizei und Angehörige der Milizformationen die Grenzwache. Sie werden an den offenen Grenzübergängen eingesetzt und überwachen das Zwischengelände entlang der Landesgrenzen. Immer unter dem Kommando oder unter der Führung des der Grenzwacht, das ist klar, weil das sind die Spezialisten und die Armee ist hier subsidiär im Einsatz, wie sonst überall auch. Am 3. April begann der Einsatz der Durchdiener der Infanterie, um die Kantone Genf und Waadt zu entlasten, und zwar bei der Bewachung ihrer internationalen Institutionen und Vertretungen. Alle geforderten Leistungen konnten bis anhin zur Zufriedenheit der Kantone erfüllt werden. Auf alle Fälle bekommen wir von vielen Kantonen regelmäßig auch eine Rückmeldung, die sich bedanken für die Unterstützung, die ihnen gewährt wurde. Ich halte fest, dass die Armeeeinsätze nur auf Gesuch von Kantonen oder Bundesbehörden erfolgen. Die Armee wird nur dort eingesetzt, wo es sie braucht. Überkapazitäten werden möglichst rasch umverteilt oder abgebaut. Entsprechend wird der Bestand der Dienstleistenden reduziert. Die Abschwächung der Infektionskurve erlaubt uns dies. Es ist ja bekannt, dass inzwischen der Großteil der Spitäler nicht mehr überlastet ist und deshalb wir uns auch jetzt zurückziehen können. So hat die Armee bereits letzte Woche entschieden, einzelne Angehörige oder Teile der Truppen aus dem Einsatz zu entlassen. Diese müssen sich aber bereithalten, um bei Bedarf binnen Stunden wieder einrücken zu können. Wir hoffen, dass sich die Lage natürlich weiterhin positiv entwickelt mit den Infektionsraten, aber niemand kann garantieren, wie es weitergeht. Und deshalb müssen wir für den Fall der Fälle auch wieder bereit sein. Seit Ostern wurden auch wieder Urlaube gewährt. Es ist mir bewusst, dass die Armeeangehörigen, deren Dienst verlängert wurde oder die unerwartet aufgeboten wurden, in den letzten Wochen viel geleistet haben. An dieser Stelle danke ich allen für ihren großen Einsatz. Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung bezüglich des Armeeeinsatzes 2 weitere Beschlüsse gefasst. Wenn ein Armeeangehöriger mehr als 3 Wochen Assistenzdienst leistet, wird ihm unter Umständen nach der 3. Woche nicht mehr der volle Lohn bezahlt. Eine solche Einbuße ist nicht gerechtfertigt, denn die Angehörigen der Armee leisten bereits einen zusätzlichen Einsatz und fehlen an ihren Arbeitsplätzen. Dies wird mit dem heutigen Bundesratsentscheid korrigiert. Wenn der Arbeitgeber die Differenz zwischen EO-Zahlung und 100% Lohn für die zusätzlichen Diensttage nicht übernimmt, gleicht das VBS diese Differenz aus, so dass 100% Erwerbseinkommen bei Selbstständigen oder 100% Lohnfortzahlung bei Arbeitnehmenden garantiert sind. Der maximale finanzielle Mehraufwand wird auf rund 20 Millionen Franken geschätzt und über das bestehende Budget des VBS finanziert. Zweitens hat der Bundesrat entschieden, dass der Einsatz im Assistenzdienst als ordentlicher Wiederholungskurs gilt. Das heißt, statt nur ein Wiederholungskurs
werden deren 2 an die Diensttage angerechnet. Ursprünglich hat der Bundesrat ja entschieden, dass keine Diensttage angerechnet werden. Wir haben das noch einmal überprüft und können jetzt so diesen Entscheid präsentieren und auch umsetzen. Geschätzte Damen und Herren, ich möchte am Schluss noch auf 2 Punkte eingehen, die in der Öffentlichkeit immer wieder Thema waren. Eines sicher die Armeeapotheke. Die Armeeapotheke wurde Mitte März damit beauftragt, knappe und wichtige medizinische Güter für das gesamte Gesundheitswesen zu beschaffen. Das Bundesamt für Gesundheit beauftragte das VBS im März mit der Beschaffung von 75 Millionen Hygienemasken. Bis Anfang April beschafften wir 100 Millionen Masken. Bis heute verteilten wir rund 21 Millionen Hygienemasken an die Kantone. Die aktuellen Lagerbestände des Bundes umfassen 18 Millionen Hygiene- und 1,2 Millionen FFP2-Masken. Wer ganz schnell rechnen kann, sieht jetzt, dass wenn man diese Zahlen zusammenzählt, dass man nicht auf 100 Millionen kommt. Das liegt darin, dass diese 100 Millionen beschafft wurden, aber noch nicht alle geliefert sind. Um das hier auch klar zu sagen. Morgen sollten 20 Millionen wieder eintreffen, nächste Woche dann 40 Millionen. Das kommt jetzt so etappenweise, analog der Beschaffung, die wir getätigt haben. Was auch wichtig ist zu wissen, für die Beschaffung von Masken sind das Gesundheitswesen, Unternehmen und Privathaushalte grundsätzlich selber verantwortlich. Der Bund steht mit Detailhändlern in Kontakt, damit diese die Versorgung des Landes mit Masken in den kommenden Wochen sicherstellen und schrittweise ausbauen können. Im Sinne einer Anschubversorgung liefert die Armeeapotheke ab nächster Woche während 2 Wochen täglich 1 Million Hygienemasken an führende Detailhändler. Die Armeeapotheke kauft für den Bund aktuell viel Schutzmaterial auf Märkten ein, die sich als sehr volatil erweisen. Auf der ganzen Welt wird jetzt dasselbe eingekauft. Nicht nur die Schweiz kauft diese Güter ein. Ein Angebot, das jetzt gültig ist, ist vielleicht in einer Stunde schon nicht mehr gültig. Man muss also schnell reagieren. Aber für uns ist trotzdem wichtig, dass bei der Beschaffung die Faktoren Liefergeschwindigkeit, Preis, Lieferort und Qualität berücksichtigt werden. Diese Punkte müssen alle zu unserer Zufriedenheit erfüllt sein. Ein Angebot zu einem tollen Preis nützt Ihnen nichts, beim besten Willen nichts, wenn es erst in 9 Monaten geliefert werden kann. Oder aber, wenn die Qualität nicht stimmt. Und bei der Qualität der Produkte machen wir keine Abstriche. Die wird überprüft und sollte das Angebot nicht erfüllen, wird es ausgeschlagen. Zusätzlich haben der Bund und der Kanton Zürich 2 Maschinen für die Produktion von FFP2-Masken gekauft. Sie treffen in diesen Stunden am Flughafen Zürich ein und werden ab spätestens Mitte Mai die Produktion aufnehmen. Die angestrebte Produktionsmenge von täglich 80 bis 100.000 FFP2-Masken leistet einen wesentlichen Beitrag dafür, dass in der Schweiz und insbesondere im Gesundheitssektor genügend Masken verfügbar sind. Der zweite Punkt, der auch diskutiert wird, ist der Sport. Der Bundesrat hat anlässlich seiner letzten Sitzung vom 16. April das EDI und das VBS beauftragt, zusammen mit den Kantonen und Sportverbänden ein Konzept zur Lockerung der Maßnahmen im Bereich der Sportaktivitäten zu unterbreiten. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit Fachexperten aus Sportverbänden, Profiligen des Fußballs und Eishockeys, Kantonen und Gemeinden sowie das BAG und BASPO wird seit Ende der vergangenen Woche ein Umsetzungskonzept erarbeitet, welches die Rahmenbedingungen für den Vollzug der Lockerungen regelt. Das VBS wird dem Bundesrat eine entsprechende Revision der Covid-19-Verordnung 2 bis Ende April beantragen. Die große Bedeutung des Sports für die psychische und physische Gesundheit ist unbestritten, da sind wir uns alle einig. Zudem ist insbesondere der professionelle Sport mit seinen nationalen Ligen ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Das Bedürfnis nach einer raschen Umsetzung einer Exit-Strategie Sport ist sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Sportverbänden und Profiligen sehr groß. Entsprechend intensiv sind deshalb auch die erwähnten Arbeiten an der Exit-Strategie Sport.
Es soll ermöglicht werden, dass Sportaktivitäten, in denen Körperkontakt vermieden und die Hygienevorschriften sowie das Social Distancing eingehalten werden können, bereits ab Anfang Mai stattfinden können. Und gleichzeitig wird durch diesen Beschluss gewährleistet, dass die Transition im Bereich Sport bedarfsgerecht rasch, schweizweit koordiniert und nach einheitlichen Vorgaben abläuft. Ich danke an dieser Stelle noch einmal allen Frauen und Männern, die in der Armee und im Zivilschutz im Einsatz sind und einen großen Dienst für die gesamte Bevölkerung leisten. Ein Dank geht natürlich auch an die Arbeitgebenden dieser Armee- und Zivilschutzangehörigen, wie auch ihren Familien, die weitaus großteils mit viel Verständnis und Unterstützung reagieren. Besten Dank. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Monsieur le Danke, Conseiller Frau fédéral. Bundesrätin. Herr Bundesrat Maurer, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, nach dieser Krise ist es ganz entscheidend, dass die Wirtschaft so aufgestellt ist, dass Arbeitsplätze erhalten sind und dass wir wettbewerbsfähig sind. Daran arbeiten wir. Ich möchte Ihnen das anhand von 2 Beispielen erläutern. Sie kennen das erste, das ist die Gewährung von verbürgten Darlehen an die KMUs. Wir haben damit vor 4 Wochen begonnen. Gestern Abend haben wir 109.000 bewilligte Bürgschaften registriert mit einem Kreditumfang von 17 Milliarden. Das Programm läuft weiter. Es hat etwas abgeflacht. Wir kommen jetzt langsam in die Phase, in der die Fazilität 2 gefragt wird. Das heißt, diese Kredite, in denen die Banken 15% Bürgschaft übernehmen, das Kreditvolumen wird also unmittelbar weiter zunehmen. Es ist ganz entscheidend, dass die Wirtschaft jetzt mit Liquidität versorgt ist, dass sie möglichst rasch in einen normalen Betrieb wieder eingreifen kann, dass die Wirtschaft läuft. Wir können heute feststellen, dass dieses Programm gut gelungen ist. Ich glaube, wir sind weltweit das einzige Land, das es in sehr kurzer Zeit fertiggebracht hat, nicht nur große Kredite zu sprechen, sondern sie direkt an die Front zu bringen. Wir haben fast täglich Anfragen von Medien, aber auch von Kollegen aus Europa, aber auch aus USA, die fragen, wie macht ihr das, dass das so schnell geht? Und wir können heute feststellen, dass es wirklich funktioniert. Ihr Hobby, Missbräuche zu suchen, machen wir auch. Wir gehen davon aus, dass es deutlich unter 1% ist. Uns ist bisher kein konkreter Fall bekannt. Falls Sie dann tatsächlich einmal auf einen stoßen sollten, sagen Sie es uns doch bitte auch, damit wir dem nachgehen können. Aber es funktioniert und die Wirtschaft wird damit mit Liquidität versorgt und kann sofort wieder in den Prozess eingreifen. Das ist ganz entscheidend, weil nach dieser Gesundheitskrise werden wir wohl weltweit von einer Wirtschaftskrise sprechen. Das, was jetzt passiert, wird Folgen haben, die wir auszubaden haben. Und es geht darum, dass die Schweiz hier einen entsprechenden Vorsprung hat. Das hat auch den guten Ruf der Schweiz gefördert, wenn wir das international sehen. Es vergeht tatsächlich kein Tag, an dem wir nicht irgendjemandem erklären, wie man das machen könnte. Also das funktioniert, das führen wir weiter und es wird ein entscheidender Standortvorteil und Standortfaktor sein, wenn wir in die zweite Hälfte dieses Jahres einsteigen oder dann auch ins nächste. Das ist die Versorgung der Wirtschaft mit Liquidität. Wichtig für den Wirtschaftsstandort ist auch, dass wir innovativ sind, dass wir kreativ sind. Und die Schweiz ist hier im Bereich von Start-ups, Fintech, Blockchain-Technologie, Biotechnologie eine der weltweit führenden Nationen. Und gerade diese Start-ups, die in diesen Bereichen tätig sind, spüren die Auswirkungen dieser Wirtschaftskrise auch, weil sich Sponsoren abwenden, weil die langfristige Finanzierung ihrer Projekte fehlt. Und es ist gerade auch für diese Unternehmen wichtig, diese Phase zu überwinden, damit sie nachher immer noch präsent sind und attraktive Produkte weiterentwickeln können. Es wird in den nächsten Jahren ein entscheidender Vorteil sein für die Schweiz, dass wir im innovativen Bereich weiter zur Weltspitze gehören. Nun haben diese Start-ups Probleme. Wir haben jetzt eine Lösung, um sie zu unterstützen. Es ist kein Liquiditätsproblem, das sie haben. Sie brauchen nicht Geld
Geld für 2-3 Monate. Also die Bürgschaften, die wir gesprochen haben, genügen nicht, sondern sie brauchen eine Finanzierungssicherheit über einige Jahre, damit sie ihre Projekte weiterführen können. Wir bauen hier nicht auf Notrecht, sondern auf dem gewöhnlichen Bürgschaftswesen, auf dem Bürgschaftsgesetz aus dem Jahr 2006. Wir gewähren dort Bürgschaften. Und jetzt ist ja die Frage, wie stellen wir fest, wie kreativ ist ein Start-up, wie gut, wie sind das Zukunftspotenzial eines Start-ups. Da sind wir zwar gut in Bern, das wissen Sie, das muss ich Ihnen nicht erklären, aber nicht gut genug, um zu prüfen, ob diese Start-ups wirklich Potenzial haben. Wir haben daher ein Commitment mit den Kantonen abgesprochen. Start-ups, die Unterstützung brauchen, wenden sich an den Kanton. Die Kantone sind näher, sie kennen die Firma, sie können das beurteilen. Und diese Beurteilung wird ergänzt durch Innoswiss, durch Leute des WBFs oder durch Experten. Und der Kanton entscheidet dann zusammen mit der Unternehmung, ist diese Firma innovativ, hat sie Potenzial? Wenn ja, dann wird sie unterstützt. Die Aufteilung ist: 1/3 übernimmt der Kanton als Bürgschaft innerhalb der Bürgschaftsgenossenschaft und 2/3 übernimmt der Bund. Und damit haben wir eigentlich das gleiche Modell, etwas anders angewandt, das wir bei den Bürgschaften haben. Wir binden Leute, die etwas vom Business verstehen, ein. Die übernehmen einen Teil der Verantwortung und prüfen das. Der Bund stellt sicher, dass das finanziert werden kann. Und wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Lösung Voraussetzungen schaffen, dass eben die Schweiz im innovativen Bereich, im kreativen Bereich diese Durchhaltefähigkeit hat, damit das auch funktioniert. Wir stellen vorläufig 154 Millionen dazu zur Verfügung. Das sind 100 Millionen für den Bund Bürgschaftswesen, der Rest ist bei den Kantonen. Die Kantone können auch Dritte bringen, also sie können sich aus dem Spiel nehmen, aber einen Investor bringen, der dann die Verantwortung übernimmt. Wir schauen einmal, wie das geht. Grundsätzlich hätten wir noch mehr Kredite im Budget im Rahmen dieses Bürgschaftswesens. Wir schauen einmal, wie das anläuft. Wichtig ist, wir schaffen hier nicht eine vorübergehende Lösung, sondern wir schaffen eine langfristige Lösung auf bestehenden Gesetzen, die funktionieren. Wir arbeiten mit den Kantonen zusammen. Wir wollen Innovation fördern und wir wollen Sicherheit über eine längere Phase schaffen. Das ist dieses Projekt und damit, glaube ich, schauen wir etwas weit voraus, indem wir die Wirtschaft mit Liquidität versorgen, mit diesem Bürgschaftswesen, das läuft. Und wir schauen noch weiter voraus in Bezug auf Innovation, auf Kreativität, auf neue Technologien. Das ist eine entscheidende Schlüsselposition für die Schweizer Wirtschaft. Und mit diesem Bürgschaftswesen ersetzen wir Investoren, die im Moment den Schnauf etwas verloren haben, um hier zu unterstützen. Da springt der Bund zusammen mit den Kantonen ein. Der Kanton Genf beispielsweise hat sein Gesetz bereits verabschiedet. Wir arbeiten an den Details. Wichtig ist auch hier, das Geld muss sofort fließen. Man muss sich darauf verlassen können. Das Projekt wird ab Ende April aktiv sein und ab Ende April werden wir die ersten Beiträge ausrichten können, sofern die Gesuche dann auch kommen, was wir erwarten, weil wir haben jetzt sehr intensiv mit der Branche zusammengearbeitet. Besten Dank. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous allons Dankeschön, ouvrir Herr la ronde des Bundesrat. questions. Jetzt kommt die Frage- und Antwortrunde. Zuerst Fragen aus dem Saal, dann abwechslungsweise auch per Telefon. Herr Grosjean. Ich komme zurück zu einer Maskenfrage. Der Bundesrat scheint jetzt mit einigen Schwierigkeiten doch zuzugeben, dass die Masken nützlich sein können für die Bevölkerung in den Geschäften. Und das grundsätzliche Problem bleibt ja allerdings bestehen. Man hat nicht genügend Masken zur Verfügung. In Ihren Ausführungen sagen Sie, dass man nicht selber Masken herstellen soll zu Hause, dass das nicht empfohlen wird. Aber wenn man diese Masken nicht hat, wieso dann nicht selber welche machen? Wieso machen Sie nicht zum Beispiel einen Clip, stellen den oder einen Film, stellen den ins Netz und geben eine Gebrauchsanweisung für die Herstellung von Masken? Ist doch besser als nichts. Ja, vielleicht kann mein Kollege ergänzen, das ist eine Frage, die sich seit langem stellt. Es gibt einige Länder, die glauben, dass es reicht, sich ein Halstuch vor den Mund zu binden. Aber das machen wir nicht.
Wir stützen uns auf die Wissenschaft ab. Ich bin ja Ökonome, nicht Wissenschaftler, und wir nehmen da mit unseren Sachverständigen Rücksprache und wir tun alles, was wir tun können, auch bei den Masken. Und wenn man das sich anhört, was diese internationale Instanz ECDC sagt, dann sieht man ganz deutlich, dass die Realität eben so ist, dass Hygienemasken zwar nützlich sind, um andere zu schützen vor einer Infektion, dass die Masken, die FFP2 in den Krankenhäusern ebenfalls sehr nützlich sind, das ist was ganz anderes. Wir sagen aber auch, dass wir gerne Zugang hätten zu Stoffmasken. Wir haben auch dahingehend Empfehlungen abgegeben. Die EMPA hat Empfehlungen abgegeben, um eine ausreichende Qualität sicherzustellen. Und die Schweizer Textilindustrie interessiert sich ebenfalls dafür, Stoffmasken herzustellen. Die selber herzustellen ist hingegen etwas ganz anderes. Wir versuchen da seriös zu sein. Wir versuchen nur das zu empfehlen, was tatsächlich einen gewissen Schutz bietet. Und es war immer klar von uns aus, dass man, sobald man in die Öffnungsphase kommt, und wir beginnen ja jetzt mit den Lockerungsmaßnahmen am Montag, dass da, wo die Distanzen nicht eingehalten werden können, wo die Empfehlungen des BAG nicht eingehalten werden können, man Schutzmaßnahmen ergreifen muss. Und in diesem Rahmen können die Masken eine gewisse Rolle spielen. Ich erinnere aber daran, dass die Hygienemasken, die chirurgischen Hygienemasken, andere schützen, aber nicht einen Eigenschutz bieten, also für die Person, die die Maske trägt. Da haben wir die Position nicht geändert. Also wir haben einfach auch das Problem, dass wir keinen Zugang haben zu den Masken. Wir haben die Anzahl Masken, die wir zur Verfügung haben, die haben wir, und wir sagen jetzt, okay, wenn wir jetzt die Maßnahmen lockern, dann setzen wir die ein, aber wir haben und versuchen dann auch genügende Masken zu beschaffen. Wir haben private Importeure, die hier am Ruder sind, aber wir haben ja jetzt wirklich eine besondere Lage und wir haben jetzt uns die Grundlage verschafft, um zusätzliches Material einzukaufen. Aber wie gesagt, Masken wollen jetzt alle haben und wir brauchen da auch die Kompetenzen eines Staates, um Zugang zu bekommen zu diesen Herstellern, damit wir sie nachher auch der Bevölkerung zur Verfügung stellen können. Die Kollegin hat es gesagt, 1 Million Masken in den kommenden Tagen pro Tag für die Detailhändler. Und dann werden wir auch diese Übergangsphase so unterstützen können. Monsieur Koch, vous souhaitez ajouter quelque chose? Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Herren Bundesräte, sehr geehrter Herr Vizekanzler. Ja, um auf diese Maskenfrage zurückzukommen. Es wurde bereits angesprochen. Bei der Verwendung der Masken muss man mit größter Präzision vorgehen. Man muss wissen, wie man sie aufsetzt, wann und wie. Und ansonsten kann das kontraproduktiv werden, wenn nämlich die Masken die Menschen davon abhalten, den Mindestabstand einzuhalten. Insofern wäre es falsch zu glauben, dass wenn alle irgendwelche Masken tragen über den Mund, das besser sei als gar nichts. Nein, im Gegenteil, es kann die Lage sogar verschärfen, denn es kann einen in falsche Sicherheit wiegen. Man hält die Abstandsregeln nicht mehr ein. Und wenn die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden, dann kann das zu Neuinfektionen führen. Außerdem ist der Stoff vielleicht nicht sauber. Nächste Frage, Frau Facki. Eine Anschlussfrage zu den Masken. Sie haben gesagt, dass es um die Anschubversorgung sozusagen für den Detailhandel gibt, dass man ab nächster Woche täglich 1 Million Masken für 2 Wochen lang an den Detailhandel liefern wird. Meine Frage dazu, ist das gratis zum Selbstkostenpreis? Ist das mit Auflagen an den Detailhandel verbunden? Und die zweite Frage, Sie, Frau Amhet, haben gesagt, dass man bei der Qualität keinerlei Kompromisse macht. Jetzt gibt es verschiedene Geschichten und Experten, die sagen, man könne die Echtheit und Zuverlässigkeit der Zertifizierungen fast nicht mehr wirklich überprüfen. Wie stellen Sie das sicher? Ja gut, besten Dank zunächst zu den Konditionen. Also wir geben die weiter zum Einkaufspreis und die Großverteiler haben sich verpflichtet, ohne Marge diese zum Einkaufspreis weiter zu verkaufen. Also da wird kein Geschäft damit gemacht. Das ist wirklich zur Unterstützung der Bevölkerung so vorgesehen. Die zweite Frage, Zertifizierungen, Qualität, das ist ganz ein heikles, schwieriges und wichtiges Thema.
Und ich glaube, da gebe ich das Wort direkt an Herrn Neff, unseren Beschaffungskoordinator, der jeden Tag sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Frau Bundesrätin, Herren Bundesräte, Herr Vizebundeskanzler, besten Dank. Die Qualitätssicherung ist in der Tat ein schwieriges Thema. Das ist ein Grund, warum wir beispielsweise von der Armeeapotheke nur große Volumen beschaffen, damit wir eine Qualitätssicherung vom Rohstoff über die Produktion, über die Händler sicherstellen können. Wir besuchen die Herstellorte, wenn das möglich ist, und wir haben Qualitätssicherungsteams, die die Waren am Flughafen, bevor sie in die Schweiz kommen, prüfen. Es wird von jeder Charge, bevor wir was einkaufen, ein Teil im Labor Spiez mit untersucht, wo wir auch labortechnisch untersuchen, und es finden Qualitätssicherungsmaßnahmen im ganzen Prozess statt. Merci. Nous prenons une question au téléphone. Eine Telefonfrage, Herr Bögler von der Liberté. Guten Tag. Ich hätte eine Frage zu den Schulen. Gestern hat die Vereinigung der italienischen Pädiater publiziert, dass die Kinder nicht unbedingt Infektionsüberträger sind. Die Frage ist, ob Sie diese neuen Erkenntnisse in die Schulöffnungsstrategie mit einfließen lassen. Herr Koch. Herzlichen Dank für diese Frage. Heute Morgen hatten wir eine weitere Telefonkonferenz mit den Spezialisten für die Infektiologie. Herr Berger, Frau Sigrist zum Beispiel, Professoren in den Universitätsspitälern in der Schweiz. Und diese pädiatrischen Infektiologen haben bestätigt, dass die Kinder wenig infiziert sind, dass die Symptome sehr mild sind und dass sie die Krankheit nur ganz selten übertragen. Kinder, die man in der Schweiz im Spital sieht, sind Kinder, die von ihren Eltern angesteckt werden und nicht umgekehrt. Das sind also nicht die Kinder, die die Krankheit in ihrem Umfeld verteilen. Das ist sehr offensichtlich. Die ersten Studien belegen das und erklären, warum. Es hat etwas zu tun mit den Rezeptoren. Und ich kann auch die Eltern beruhigen, auch in der Weltschweiz. Die Kinder können in die Schule gehen, ohne zusätzliche Risiken zu laufen. Vielen Dank. Herr Berset, ich habe es vielleicht nicht mitbekommen, aber Sie haben das Tessin ermächtigt, seine besonderen Maßnahmen zu verlängern. Hat das Tessin sämtliche Vorbedingungen erfüllt, um dieses Krisenfenster offen zu lassen? Es gab eine Anfrage aus dem Kanton Tessin seit den Maßnahmen vom 26. März. Das Tessin hat sich jedes Mal den Bedingungen angepasst, die in der Verordnung niedergelegt sind. Und was wir mit einbeziehen, ist nun diese Entwicklung der Lage im Tessin und das Tessin kann im Moment nicht, die vorgesehenen Öffnungen ab nächster Woche gelten ebenfalls für das Tessin. Das Tessin kann sie zulassen. Das Tessin hat allerdings eine gewisse Maßnahmen ergriffen, die mit den Sozialpartnern zusammen abgestimmt worden sind, und sie können ihre Maßnahmen bis zum 3. Mai verlängern. Denn auf der anderen Seite der Grenze, das muss man nämlich auch mit einbeziehen, was passiert in Italien, und das Tessin tauscht sich regelmäßig mit den italienischen Behörden aus, und wir haben insofern größtes Verständnis für die besondere Lage des Tessins und geben ihm einen gewissen Spielraum,
Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch besondere Gegebenheiten in gewissen Regionen zulassen müssen und dass das Tessin die Lockerung etwas langsamer vornimmt. Nächste Frage, Herr Hässler. Herrn Bundesrat Berse bezüglich dieser Sortimentsbeschränkungen. Weshalb werden die beibehalten? Es gab ja Druck, vor allem in der Deutschschweiz, des Gewerbeverbandes verschiedener Kantone dort, den Detailhandel gerade gleich zu öffnen. Die Westschweizer Kantone waren skeptisch, da waren sie unter doppeltem Druck. Ja, wir haben, glaube ich, vor einer Woche, vor 2 Wochen mal gesehen, wie wir lockern wollen und vor einer Woche Konkretes gezeigt. Der Bundesrat hat sich dazu geäußert, haben wir diese 3 Etappen dargelegt und diese 3 Etappen mit einer ersten kleinen Etappe am 27. April, dann eine größere Etappe mit allen Läden und Schulen und es wird auch noch andere Punkte kommen, wie wir vorher gesagt haben. Es gibt Mandate in diese Richtung am 11. Mai und dann Anfang Juni, aber mit einem Monitoring. Wir brauchen auch übrigens diese 2 Wochen, um einen ersten Teil des Monitorings zu tun. In der Zwischenzeit, wir haben gesagt, okay, in den letzten Wochen, es gab auch viele Fragen über diese Sortimentsbeschränkung in Lebensmittelläden. Es hat dazu geführt, dass in Lebensmittelläden, also Läden, die vor allem Lebensmittel verkaufen, es gibt aber auch einige andere kleine Produkte für den nicht täglichen Gebrauch, aber noch ziemlich oft benutzt, das war zu. Und wir haben auch gehört, die Kritiker, die uns gesagt haben, ja, aber es ist ein bisschen speziell. Wir haben da mit Lebensmittelläden zu tun. Das könnte man trotzdem mal eröffnen, auch im Sinne ein kleines Signal am 27. April. Haben wir letzte Woche entschieden, okay, das werden wir prüfen. Wir können in diese Richtung gehen. Und wir mussten mal feststellen, es hat wirklich eine große Verunsicherheit geschaffen überall. Eine große Verunsicherung gebracht überall. Es war nicht mehr klar, was bedeutet das, dass die Großverteiler könnten jetzt alles offen haben und die kleinen Läden nicht. Das würde auch Wettbewerbsschutz. Es war überhaupt nicht das gezielt war. Und da diesen Schritt, der vorgehen worden war vor einer Woche, so klein war, es hat uns als angemessen erschienen heute, aufgrund dieser großen Verunsicherung, dass es geschafft hat, zu sagen, okay, es bleibt noch zu, diese kleinen Sachen, die bleiben noch zu für die 2 nächsten Wochen und ab 11. Mai werden alle Läden mit Schutzkonzepte eröffnen können. Monsieur Gaffner. Ich habe gerade in diesem Bereich eine Nachfrage und sehe die Medienmitteilung der wichtigen Kommission für Wirtschaft und Abgaben, die fordert, dass man am 27. April bereits weitgehend die Läden öffnet und am 11. Mai weitere Maßnahmen macht, wie Veranstaltungen kleinerer Natur zulassen, Vereinsaktivitäten wieder zulassen. Jetzt haben Sie die Antwort gerade gegeben. Werden Sie das überhaupt formell noch anschauen? Oder sagen Sie, wir haben gar keine Sitzung mehr vor dem 27. Und dann wird irgendwann nach 2 Jahren werden diese Motionen dann abgeschrieben? Nein, werden wir selbstverständlich das anschauen, einfach im Rahmen des normalen Verfahrens. Eine Motion, die kommt dann im Bundesrat. Der Bundesrat muss dafür der Motion eine Antwort bringen, Annahme, Ablehnung, Modifikation mit einer Begründung. Und das werden wir sehr zügig machen für die nächste Session. Es ist wie üblich, oder? Wir machen das und wir müssen dann das vorbereiten. Wir sind auf Kurs, um das vorbereiten zu können für die nächste außerordentliche Session. Aber in der Tat, wenn eine Motion jetzt etwas von einer Kommission etwas verlangt für einen Moment in 4 Tagen, es ist noch wirklich kein definitiver Entscheid des Parlaments und der Bundesrat hat dazu auch noch nicht Stellung nehmen können. Wir sind jetzt in einer sehr engen Zusammenarbeit mit dem Parlament. Ich kann Ihnen sagen, seit Anfang April, wir waren alle, ich glaube, vor Kommissionen im Parlament. Wir haben eine große Debatte, die da auch passiert. Selbstverständlich sehr viele Fragen, sehr viele Diskussionen und dann werden wir das wirklich anschauen. Aber für den 27. Es ist jetzt wirklich Gesetz im Rahmen der außerordentlichen Lage, die der Bundesrat mal nehmen musste ab Mitte März. Aber werden wir selbstverständlich das mit dem Parlament noch klären. Für die nächste Etappe, haben Sie es auch gesagt, 11. Mai, die nächsten Schritte. Wir sind da auch klar im Kontakt, habe ich auch gesagt, mit der Tourismusbranche, Restauration, Hotellerie werden wir auch noch sehr bald andere Kontakte haben. Wir versuchen einfach, eine Lockerung zu organisieren, die sich auch gesundheitspolitisch rechtfertigen lässt. Am Ende muss man auch nicht vergessen, was wir jetzt tun, ist damit eine sehr hohe Verantwortung verbunden.
Was wir versuchen zu tun, ist eine Lockerung so schnell wie möglich zu erlauben, aber so langsam wie notwendig oder wie nötig, in dem Sinn, dass man einfach keinen Rebound oder keine Verschlechterung der Situation erlebt, weil dann die Konsequenzen könnten auch ziemlich schwierig sein. Das hat man auch von anderen Ländern erlebt, aber selbstverständlich werden wir bis am 29. April, das war schon vorher kommuniziert, auch mal die Schritte für den 11. Mai auch noch diskutieren. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Herr Marjanovic vom Watson. Vielen Dank. Ich möchte eine Frage zum Contact Tracing stellen. Vor ein paar Tagen hieß es an einer Pressekonferenz, dass man die Verfolgung der Infektionen wieder aufnehmen wolle, wenn die Fallzahlen tief genug sind. Die sind jetzt ziemlich nahe an der Grenze von 100 Infektionen pro Tag. Hat der Bundesrat die Kantonsärztinnen schon angewiesen, das Tracing wieder aufzunehmen? Wenn nicht, wann ist mit einem solchen Entscheid zu rechnen? Ja, wir haben das schon begonnen damit und wir haben auch dafür die Teststrategie angepasst, weil wenn man in eine Containment-Strategie geht, Eindämmungsstrategie, muss man auch alle die symptomatischen testen. Muss man wirklich alle finden, die krank sind, alle isolieren, wenn ich das so sagen darf, und alle die Kontakte tracen und dann auch in der Quarantäne, strikte, kontrollierte Quarantäne setzen. Sind nicht alle Kantone am gleichen Ort im Moment. Es gibt Kantone, die das nie verlassen haben in den letzten Wochen. Bei gewissen Kantonen war es möglich, nach wie vor so zu arbeiten, bei anderen nicht mehr. Aber wir kommen langsam jetzt wirklich in einer Situation, wenn es so weiter sich entwickelt für die nächsten Tagen und Wochen, wo es erlaubt ist zu denken, wir können das erreichen. Und es ist unser Ziel und die Kantonsärzte sind in diese Richtung schon orientiert worden, zuerst einmal schon mit der Anpassung der Teststrategie. Merci. Madame Kutschera. Merci. Ich habe zwei Fragen. Eine geht an Frau Bundesrätin Amherd, die andere an Herrn Berset, Herrn Bundesrat Berset. Und zwar zuerst mal zum Sport. Womit hat es zu tun, dass erst seit Ende letzter Woche eine Taskforce sich mit der Öffnung im Sport auseinandersetzt? Ist das eventuell auch, weil es bis jetzt kein Konzept gab seitens der Sportbranche für eine Öffnung? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, die betrifft Herrn Bundesrat Berset. Bayern hat das Oktoberfest jetzt schon abgesagt und Sie selbst wollen nicht über den 8. Juni hinaus Perspektiven bieten. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass im Juli oder August überhaupt schon Großveranstaltungen in der Schweiz stattfinden können? Ja, besten Dank für die Frage zum Sport. Also der Bundesrat hat ja letzte Woche verschiedene Aufträge erteilt und entschieden, wo wir lockern wollen. Und da haben wir auch den Auftrag bekommen, gemeinsam mit dem EDI dieses Sportkonzept zu erarbeiten, dieses Schutzkonzept. Deshalb ist die Taskforce erst seit letzter Woche am Arbeiten, weil vorher diese Schritte nicht beschlossen waren. Das läuft aber, wie ich gesagt habe, sehr intensiv und wir werden das Konzept vorlegen können vor dem Termin, der eigentlich abgemacht wurde, weil das gut läuft, auch mit den verschiedenen Partnern, so dass effektiv, wenn der Bundesrat dann entscheidet, wenn das Konzept gut ist, dass man dann schon Anfang Mai auch Sport treiben wieder könnte. Bei den Sportarten natürlich, wo man die Hygienevorschriften einhalten kann. Sicher nicht, sage jetzt, weiß auch nicht, Rugby oder American Football oder irgend so, wo es viel Körperkontakt gibt, aber andere Sportarten mit wenig oder keinem Körperkontakt können wieder stattfinden. Für die zweite Frage muss man schon sehen, dass diese sehr tiefe Durchseuchungsrate, die wir jetzt beginnen zu sehen, serologische Testen einerseits und andererseits die mögliche Saisonalität des Virus, könnte dazu in der Tat führen zu denken, es wird lange dauern mit Wellen und wir müssen uns schon daran vorbereiten. Aber wir müssen auch sehr bescheiden hier sein. Wir wissen es nicht. Es war schon nicht mal möglich, Mitte März oder Ende März zu sagen, wann wird der erste Peak erreicht. Können Sie wieder mal schauen, was gesagt worden ist im März über die möglichen Momente in der Schweiz 1 Monat oder 2 Monate später. Schon mit 4, 5, 6 Wochen im Voraus kann man nicht wissen, was kommt. Das heißt, zu sagen schon heute, was gilt für Juli, August, September, Oktober, ist sehr schwierig zu sagen. Ich habe mir jetzt erfahren, dass Bayern hätte schon Oktoberfest abgesagt. Das habe ich nicht gewusst. Leider, aber es ist einfach so, wie es ist.
Aber der Bundesrat hat gesagt, wir wollen uns Zeit geben, um das wirklich richtig zu analysieren. Für die Großanlässe, die einen internationalen Bezug haben in der Schweiz, aber auch für die nationalen Anlässe. Und wir haben letzte Woche entschieden im Bundesrat, dass wir darüber diskutieren werden nächste Woche, am 29. April, weil wir wollten eine gute, starke Grundlage haben, um die Diskussion zu führen, wissend, dass diese 10 Tage oder diese Woche, diese 10 Tage zwischen 16. April und 29. April, es mag sehr viel erscheinen, aber gegenüber die sehr lange Frist, die wir jetzt ins Visier nehmen, was passiert im Sommer und so, es hat uns angemessen erschienen, wirklich eine gute Grundlage zu haben. Und dann werden wir etwas dazu sagen können. Prochaine question, Madame da Silva. Ja, nochmals eine Frage an Herrn Bundesrat Berset zu den Masken nochmals. Wenn ich da die Mathe mache, also 1 Million Maske pro Tag für 2 Wochen sind 14 Millionen Masken. Jetzt hat aber die Armee 500 Millionen, eine halbe Milliarde Masken, den Auftrag, das zu beschaffen. Wohin geht der Rest der Masken? Und zweitens gab auch noch zu den Masken, wie kam die Abkehr im Bereich öffentlicher Verkehr? Empfehlen Sie ja jetzt, man soll eine Maske tragen, wenn es viele Leute gibt im Tram, Bus. Wie kam das? Ja, wir können nicht erwarten von dem Bundesrat, dass der Bundesrat sagt, für jede Situation, wer wie so sich verhalten muss mit einer Maske. Deswegen haben wir gesagt, es muss so nah wie möglich beim Praxis sein, oder? Und deswegen dieser Wunsch, dass die Branchen das organisieren. Das heißt, dass zum Beispiel für die Öffnung, für die Läden, dass die Branche sagt, wie sie das sieht. Dass für die Restauration dann, dass die Branche sagt uns, wie sie das sieht, dass wir damit auch der beste Weg finden können. Öffentlicher Verkehr wird sicher da in dieser Situation auch eine Diskussion sein, aber das muss auch von der Branche kommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben im Moment, und das hat auch meine Kollegin vorher gesagt, nicht 500 Millionen Masken, aber 18 Millionen. 18 Millionen. Und wir erwarten, wenn es geht, die sind beschafft, die sind bestellt, die sind aber noch nicht da. Und in dieser heutigen Situation, wo es sehr schwierig ist, wir können nur mal sagen, dass wir etwas machen können damit, wenn die da sind, wenn die wirklich in die Hände sehen oder haben können, oder? Und im Moment, es ist einfach nicht möglich. Aber noch einmal, es liegt nicht primär an den Bund, diese Masken zu kaufen, aber wir kommen da subsidiär, um zu helfen, es zu tun. Madame le Conseiller fédéral. Ja, wir beschaffen jetzt laufend Masken und da können wir auch überprüfen, wie viele sind verbraucht, was ist nötig und so weiter. Eine gewisse Reserve müssen wir haben, so oder so. Und auch wenn wir subsidiär nur verantwortlich sind im Bund, bin ich trotzdem oder sind wir der Meinung, dass wir helfen und unterstützen sollen, weil im Moment ist der Markt so schwierig, dass fast nur Staaten kaufen können. Also ich sage jetzt, Einzelhändler oder Private haben Schwierigkeiten, überhaupt Masken kaufen zu können, weil die vor allem an Staaten gehen. Und da können wir natürlich unterstützen und helfen und die beschaffen zugunsten beispielsweise des Detailhandels, der Gesundheitsbranche oder weiteren. Merci. Prochaine question, Madame Novak. Also wenn es so schwierig ist, Masken zu beschaffen, das ist ja, glaube ich, weltweit der Fall, warum empfehlen Sie dann nur den einmaligen Gebrauch einer Maske? Weil gleichzeitig haben Sie uns jetzt über Wochen beigebracht, wie wir korrekt die Hände waschen, macht jetzt die ganze Nation permanent. Was spricht denn dagegen, zuerst die Hände zu waschen, bevor ich die Maske anziehe, sie dann anzuziehen, 10 Minuten lang oder 20 Minuten lang einkaufen zu gehen oder mit dem Tram zu fahren? Hände waschen wieder, Maske abziehen, sie in einen Plastiksack tun und sie dann weitere 7 Stunden und 40 Minuten zu benutzen. Ja, lieber, ja. Gut, also Hygienemasken werden ja vor allem im professionellen und ärztlichen Umfeld gebraucht und dort wissen die Leute sehr gut, wie sie damit umgehen sollen. Im privaten Umfeld werden wir jetzt beginnen und man wird mit der Praxis sehen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Es wäre sicher falsch, wenn wir gleich sagen, ja, behaltet jetzt die Masken für 14 Tage. Das wird nicht gehen. Man wird sich anpassen müssen. Was Sie jetzt beschrieben haben, ist sicher nicht falsch, aber ob es sich dann wirklich so umsetzen lässt, ist wirklich auch noch eine Frage. Prochaine question, Madame Giovanola.
Mit all diesen Maskenkäufen des Bundes besteht da nicht die Gefahr der Konkurrenz, dass ja also die Gesundheitseinrichtungen konkurrenzieren, die auch ein Lager aufbauen müssen? Kannibalisieren sie sich da nicht gegenseitig? Nein, nein, überhaupt nicht. Wir koordinieren den Einkauf, wir sprechen mit den Kantonen und den Spitälern und allen, die diese Masken brauchen. Es ist nicht der Bund, der jetzt alles wegkauft und den anderen wegnimmt. Das ist alles koordiniert. Das ist aber eine wichtige Frage. Prochaine question, Monsieur Berloche. Eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob die Anwesenden die wirklich beantworten können, aber vielleicht kann der Vizekanzler weiterhelfen. Und zwar geht es um etwas Terminliches. Die Erziehungsdirektorenkonferenz beziehungsweise auch eine Petition verlangt oder fragt den Bundesrat an, ob nicht die Maturitätsprüfungen abgesagt werden können und mit Erfahrungsnoten gearbeitet werden kann in diesem Jahr, weil die Prüfungen nur 20% der Note ausmachen, so oder so. Und da bräuchte es jetzt einen Entscheid. Nicht, dass Sie den vorwegnehmen sollten, aber wann ist mit dem zu rechnen? Ja, ich kann das nicht wirklich beantworten, aber da ich einen Kontakt mit der Redeka gestern gehabt habe für die Vorbereitung der Wiederöffnung der Schulen am 11. Mai, in der Tat, es ist so, dass es ist erwartet ein Entscheid der Redeka und das ist das Wirtschaftsdepartement, das WWF muss das beurteilen und ich glaube, wir müssen einfach warten, was das WWF uns sagt. Monsieur Nebel. Zwei Fragen, eine an Herrn Maurer und eine an Herrn Berset bzw. an Herrn Koch. In Bezug auf die Bürgschaften des Bundes. Einige Unternehmen scheuen sich, diese Kredite in Anspruch zu nehmen. Im ersten Jahr liegt der Zinssatz bei 0%, aber im nächsten Jahr könnte dieser Zinssatz erhöht werden auf Beschluss Ihres Departements. Und Sie werden jetzt aufgefordert, darüber nachzudenken. Haben Sie eine Antwort für die Unternehmen, die Angst davor haben, diese Kredite in Anspruch zu nehmen, weil sie befürchten, dass später ein höherer Zinssatz auf sie zukommt? Diese 0% Zinslösung für die Dauer der 5 Jahre gilt, haben wir auch mit den Banken eigentlich so vorbesprochen. Wir haben den Vorbehalt in der Verordnung, ob wir das noch ändern, schauen wir. Aber wenn Sie die allgemeine Weltwirtschaftslage und den Kapitalmarkt anschauen, dann können die Zinsen nur noch nach unten und nicht nach oben. Also es ist nicht davon auszugehen, dass wir das erhöhen. Ob wir das noch in der Verordnung festschreiben, müssen wir noch schauen. Das Parlament setzt ja diese Verordnung dann ins Gesetz um und dann wird diese Frage auftauchen. Ich denke, dann wird sie gelöst. Aber ich glaube, dass alle, die jetzt einen Kredit haben, davon ausgehen können, dass es bei 0% bleibt. Eine zweite Frage an Herrn Berset. Sie bleiben etwas schwammig, wenn Sie sagen, dass die Branchen diese Schutzkonzepte selber erarbeiten müssen. Ab Montag werden nun die Coiffeurgeschäfte wieder öffnen. Es wird 1 Million Masken für den Detailhandel bereitgestellt. Könnten Sie uns nicht noch etwas mehr genauere Angaben dazu geben? Sie haben vorhin angesprochen, dass wir zum Beispiel ins Auge fassen sollten, in überfüllten Zügen eine Maske zu tragen. Könnten Sie vielleicht dieses Beispiel ausführen? Herr Koch, ganz theoretisch, wenn Sie am Montag zum Coiffeur gehen müssten, würden Sie eine Maske tragen und müsste die Coiffeuse eben auch eine Maske tragen? Herr Koch. Ja, das ist zweifelsohne eine theoretische Frage. Aber dort, wo der Sicherheitsabstand aufgrund der professionellen Gegebenheiten nicht gegeben und eingehalten werden kann, wie bei den Coiffeuren, tragen beide, Kunde und Coiffeuse, eine Maske. Madame Imboden. Ich habe eine Frage zu der Teststrategie. Die Zahlen die Zahlen des Bundesamts für Gesundheit zeigen eine konstante Abnahme der Testhäufigkeit. Bedeutet das, dass Sie jetzt die Kriterien ausweiten, auch auf Menschen mit weniger starken Symptomen, damit es nicht zu einem versteckten neuen Ausbreiten des Virus kommt? Ja, vielleicht Herr Koch könnte auch etwas dazu sagen, aber in der Tat, bis jetzt haben wir einfach die Tests gemacht für Personen mit Symptomen, die auch eine Hilfe oder eine Hospitalisierung brauchen, vor allem, aber nicht unbedingt die Leute mit wenige oder kleine Symptomen
getestet. Das ist aber die Mitigation-Phase oder in eine strikte Eindämmungsstrategie, wo wir da wirklich alle die Leute finden wollen, die wirklich infiziert sind, müssen wir diese Teststrategie anpassen und in der Tat alle die Leute mit Symptomen, auch mit Leichtsymptomen testen. Das werden wir jetzt tun. Ich glaube, das macht werden wir sehen, ob es eine Differenz macht gegenüber die heutige Situation. Es wird so oder so näher sein an die Realität des Terrains. Heute, wir sind vielleicht ein bisschen weniger nah als mit einer erweiterten Teststrategie. Aber das Ziel ist mit einer Eindämmungsstrategie. Wir müssen alle finden, die vermutlich krank sind, um die isolieren zu können. Prochaine question, Madame Kadouf. Une demande au Conseiller fédéral à Berse. Eine Frage an Herrn Auf der einen Berse. Seite sagen Sie, ist es schwierig, die Masken zu besorgen, und auf der anderen Seite werden jetzt die Detailhändler ab nächster Woche damit beliefert. Also soll die Bevölkerung jetzt Masken kaufen gehen? Also ist es ein Aufruf, auch die Masken kaufen zu gehen, oder nur für einen Teil der Bevölkerung? Ja, es ist nach wie vor nicht empfohlen, eine Maske in normale Situationen zu tragen. Was empfohlen bleibt, ist wirklich Distanz zu halten und Handhygiene wirklich zu sichern. Aber dann, wenn die Leute wirklich in einer Situation sich befinden, wo in der Tat gemäß die Schutzkonzepte es könnte ab der Lockerung, das heißt ab nächsten Montag, aber vor allem vielleicht später, es wäre notwendig, eine Maske zu tragen, gemäß diese Schutzkonzepte, die die Branchen vorbereiten, dann es kann auch eine gute Idee sein, Masken zu haben. Muss man das aber einfach sich kaufen, wenn man sie braucht. Madame Kleck. Eine Frage an Herrn Berse. Es gibt die Forderung, dass die regionalen Unterschiede besser berücksichtigt werden bei der Öffnungsstrategie. Was halten Sie davon? Ist es wirklich verhältnismäßig, dass im Kanton Schaffhausen dieselben Maßnahmen gelten wie im Kanton Genf? Ja, für die erste Phase. Man muss nicht vergessen, sehr wahrscheinlich ist auch die Situation in gewissen Kantonen viel besser, weil die Maßnahmen, die sind sehr früh mal genommen worden für diese Kantone gegenüber anderen Kantonen. Es hat sicher dazu verholfen, dass diese Evolution, diese Entwicklung nicht so schlecht aussieht. Jetzt ist eine ganz andere Diskussion, wie man das lockert. Es war schon eine Diskussion im Bundesrat und wir spüren schon, dass es ist uns ein Anliegen, mal nicht oder keine Wettbewerbsverzerrung zu schaffen. Das ist auch mal ein Punkt. Kann man sich schon vorstellen, zum Beispiel, und wir kennen das auch von Feiertagen zwischen Waadt und Freiburg zum Beispiel. Es gibt 1- oder 2-mal pro Jahr, alle die Läden sind so in Freiburg, aber die sind offen im Waadtland. Und es schafft auch Bewegungen. Wir wollen das nicht tun, aber wir haben die Tür nicht geschlossen. Einfach, wir müssen das auch flexibel mal anschauen und sehen, wie es weitergeht. Für den nächsten Schritt, 27. April, es wird nicht der Fall sein. 11. Mai, ich glaube, das ist auch mal so gesetzt. Aber dann werden wir sehen, der Bundesrat ist sehr sensibel auf diese Situation, einfach gegen Wettbewerbsverzerrungen. Aber wir haben die Tür nie zugemacht. Prochaine question, Madame Imboden. Ich habe noch eine Frage unserer Wissenschaftsredaktion zu der geplanten App, welche die Kontakte der Personen nachverfolgen soll. Es geht darum, wie viel Prozent der Schweizer diese App nutzen müssen, damit es einen Effekt hat. Und wie wollen Sie diese Menschen überzeugen, diese App zu installieren? Zuerst einmal, es ist jetzt in der Vorbereitung, haben Sie auch gesehen, nicht nur in der Schweiz, auch international in der Vorbereitung. Und wir arbeiten auch weiter hier mit der ETH in diese Richtung, um das vorzubereiten. Muss man aber nicht vergessen, für die erste Phase, die jetzt kommt, zuerst einmal, die App ist nicht da. Und die App wird auf keinen Fall ein Social Tracing ersetzen können bei der Kantone. Das ist mal sehr wichtig zu wissen. Wir brauchen deswegen jetzt sofort eine Anpassung der Teststrategie, um alle die positiven Fälle zu finden und dann wirklich mit Social Tracing die Leute mal isolieren zu können und in der Quarantäne zu setzen. In eine spätere Phase, es wird sicher mal ein guter Instrument sein, vielleicht das zu haben, einfach als Zusatz, nicht als Ersatz von dieser Strategie, die wir jetzt entwickeln. Der Bundesrat wird sich damit auch befassen, sehr bald. Ich glaube, das ist vorgesehen noch im Rahmen von Monat Mai, aber es kommt nicht so schnell. Und wie es sich dann entwickelt und was es wirklich bringt, werden wir im Rahmen dieser Arbeit in den nächsten Tagen und Wochen mal diskutieren können. Noch kurz eine Nachfrage zu dem Social Tracing. Das ist sehr aufwendig. Hat es genügend Personal, um dies zu gewährleisten?
Ja, es ist in der Tat sehr aufwendig, weil für jeden positiven Fall, wir wissen von Erfahrung, man muss zwischen 50 bis 100 Personen finden, oder? Und mal dann in die Quarantäne setzen. Extrem aufwendig. Ich glaube, für jeden Fall, es braucht 5 Personen. Und das ist extrem aufwendig für die Kantone. Die Kantone sind informiert und die sind auch vorbereitet, das machen zu können. Und ich glaube, die Vorbereitung ist besser jetzt, als sie Ende Februar, Anfang März war. Es war dann am Steigen, sehr rasch. Sehr aufwendig für die Kantone, das machen zu können. Aber jetzt, es gab wirklich fast 2 Monate, nicht ganz 2 Monate, um sich vorbereiten zu können in eine jetzt nicht mehr steigende Phase, aber eine abnehmende Phase, das wieder mal aufnehmen zu können. Und die Kantone, ich würde sagen, sind dafür auch vorbereitet. Madame Facchi. 2 Fragen an Herrn Berse. Um jede Unsicherheit und jedes Missverständnis auszuschließen, möglichst. Zum ersten zur Sortimentsbeschränkung, die Sie für den Detailhandel zurückgenommen haben. Jetzt werden am 27. April auch Baumärkte öffnen, auch Blumenläden öffnen. Die verkaufen auch andere Dinge als Blumen und Handwerksmaterial und Gartenbedarf, beispielsweise Sportgeräte und so weiter. Dürfen die das oder haben die auch eine Sortimentsbeschränkung? Und die zweite Frage in diese Richtung. Sie haben gesagt, dass man weitere Schritte anschauen wird nach dem 11. Mai. Darf ich das so interpretieren, dass man möglicherweise bestimmte Bereiche der Gastronomie vor dem 8. Juni eröffnen könnte? Erste Frage. Ich hoffe, Sie werden mir verzeihen, aber wir sind da ziemlich im Detail. Oder? In der Tat, die Verordnung gilt. Ja, die Gartencenter, die werden offen sein. Die Coiffeur auch. Ob die Coiffeur auch andere Sachen auch noch verkaufen, weiß ich nicht. Ich meine, wenn es gibt wirklich solche Abgrenzungsprobleme, da sind wir schon mal ziemlich gut vorbereitet, weil es gab schon sehr viele Diskussionen in diese Richtung in den letzten 2 Monaten. Und ich glaube, in den Fällen, wo es gibt einfach Verunsicherung oder Fragen, muss man sich einfach an die Behörden melden und nicht bei uns direkt, um das mal klären zu können. Es wird sich mal entscheiden in concreto, aber in der Tat ändert sich einfach gegenüber die heutige Situation nichts. Das ist vielleicht noch einfacher, oder? Nichts. Außer dass Baumärkte und Gartencenter werden offen bleiben können. Baumärkte, weil es ist auch für die Gewerbe wichtig, die arbeiten will und arbeiten kann, arbeiten muss. Und Gartencenter, weil es ist auch saisonal mal verständlich. Aber sonst nicht. Aber am 11. Mai, es wird alles sich wieder mal eröffnen mit Schutzkonzepte. Zweiter Punkt, Gastronomie. Gastrobranche, in der Tat, am 16. April hat der Bundesrat entschieden, wir wollen bis am 29. April mal eine Diskussion oder ein Gedanken haben, wie man das auch etabliert öffnen kann. Es ist mal klar, dass die Gastrobranche kennt eine Riesenvielfalt. Es ist auch mal klar, dass in gewisse Bereiche man kann sehr wahrscheinlich früher öffnen als bei anderen. Und dann werden wir das bearbeiten. Und es ist einfach unmöglich, heute etwas auszuschließen. Man kann auch davon ausgehen, dass es könnte, ja, vielleicht eine erste Etappe, eine erste kleine Lockerung, es könnte auch mal die nächsten Etappen betreffen. Muss man aber auch sehen. Es ist wirklich wichtig, dass wir das nicht nur einfach politisch und in den Interessenpolitik mal vertritt. Es muss auch funktionieren mit der Entwicklung der Epidemie. Das wird wirklich das wichtigste Punkt sein. Aber dann wirklich, wenn wir öffnen können, werden wir es auch tun. Question, Monsieur Jubin. La France, qui maintient pourtant le confinement au moins jusqu'au hält ja die Einschränkungen bis zum 11. Mai aufrecht, hat aber eine gewisse Perspektive gegeben für Leute, die in Pflegeheimen sind oder Altersheimen. Was sagen Sie diesen Leuten? Wird es wieder möglich sein, dass ihre Angehörigen sie besuchen können? Werden Sie am 29. April auch über dieses Thema sprechen? Da muss ich daran erinnern, dass es eine Empfehlung des Bundesrates gibt, die im Anfang März, glaube ich, ausgegeben wurde, dass also die Besucher sehr restriktiv gehandhabt werden in Spitälern und Altersheimen, um die Leute da zu schützen. Das ist eine Empfehlung. Und die Kantone, die setzen das nachher um. Also es sind nicht wir, die entscheiden, sondern die Kantone. Wir haben das in unserer Verordnung noch nicht so beschlossen. In der Verordnung steht nichts dazu. Das ist nur eine Empfehlung, die formuliert wurde in Form eines Briefes. Die Lage ist natürlich auch menschlich sehr schwierig für die Betroffenen.
Und wir sehen jetzt, dass es schon seit mehreren Wochen andauert, dieses Besuchsverbot. Und bei der strengen Eindämmung, wenn die gelockert wird, kann man vielleicht auch da gewisse Lockerungen ins Auge fassen. Aber es ist langfristig sicherlich nicht wünschenswert, dass die Leute überhaupt keinen Besuch bekommen, wenn sie isoliert sind. Und man muss halt da schauen, wie sich die Pandemie entwickelt. Da kann man vielleicht dann bei Alters- und Pflegeheimen sich das nochmal anschauen. Aber wie gesagt, wenn da sehr vulnerable Personen sind, können die sogar sterben, wenn sie besucht werden. Da muss man aufpassen. Frau da Silva. Eine Frage an Herrn Bundesrat Maurer zu den Startups im Zuger Crypto Valley. Und zwar gibt es eine Umfrage der Blockchain Federation, die ergab, dass 80% der Kryptounternehmen dort in den nächsten 6 Monaten insolvent sein könnten. Befürchten Sie, dass das Zuger Crypto Valley ohne staatliche Unterstützung da existenziell bedroht wäre und dass die Schweiz ihre Vorreiterrolle auf diesem Gebiet verlieren könnte? Das ist ganz eindeutig der Fall. Weil sich verschiedene Sponsoren aus diesem Geschäft zurückgezogen haben, fehlt die Liquidität und vor allem fehlt die Sicherheit, an langfristigen Projekten zu arbeiten. Wenn Sie ein Start-up haben, etwas entwickeln, brauchen Sie in der Regel 3 Jahre, 5 Jahre, bis Sie ein marktreifes Produkt haben. Und diese Zeit versuchen wir mit diesen Bürgschaften zu überbrücken. Und diese Start-ups beginnen ja mit sehr wenig Geld, Leute, die praktisch gratis arbeiten. Und wenn die finanziellen Mittel wegfließen, dann gehen die sehr schnell Konkurs. Und das möchten wir damit verhindern. Nun ist das Risiko etwas größer, selbstverständlich, weil nicht jeder Start-up hat das Potenzial, irgendwann ein Produkt zu entwickeln, das auch nachgefragt wird. Daher ist auch diese Abklärung mit den Kantonen, mit weiteren Experten, um zu beurteilen, wie man das auch unterstützen könnte fachlich. Und diese Start-up-Szene ist für die Schweiz außerordentlich wichtig. Ich denke, wir gehören weltweit zu den Top 5 und das möchten wir beibehalten. Sie, Monsieur Grosjean. Une question pour Monsieur Maurer. Les milieux économiques et la droite. Die Wirtschaftskreise und die bürgerlichen Parteien haben angefragt, dass die Geschäfte ab dem 27. April öffnen können. Der Bundesrat hat beschlossen, dem nicht stattzugeben. Könnten Sie die Kosten dieser Entscheidung für die Wirtschaftswelt und für die eidgenössischen Finanzen beziffern? Die Experten schätzen den volkswirtschaftlichen Verlust pro Woche Shutdown auf 5 Milliarden. Also je weiter wir eine Öffnung herauszögern, je mehr kostet das die Volkswirtschaft. Die Schätzungen gehen von etwa 500 Millionen pro Tag bis etwa 700 Millionen pro Tag. Und das nimmt natürlich tendenziell zu. Je länger wir warten, je größer wird dieser Ausfall. Also ist eine wesentliche Frage, wie kurz dieser Ausstieg ist, auch für den volkswirtschaftlichen Schaden, was natürlich auch entsprechende Konsequenzen hat dann für den Haushalt des Bundes. Weil da hängen dann Mehrwertsteuern zusammen, direkte Bundessteuer, all das, von dem wir leben, von dem wir bezahlen. Monsieur Storni. Eine Frage an Herrn Berset. Vielleicht erscheint sie banal, aber in Bezug auf die Schulen gibt es immer noch gewisse Zweifel in verschiedenen Kantonen. Wenn der Bundesrat sagte, wir öffnen die Schulen am 11. Mai, die obligatorischen Schulen, müssen dann die Kantone die Schulen öffnen? Also dazu bräuchten wir einen Juristen, um diese Frage hieb- und stichfest zu beantworten. Wir sind in der außerordentlichen Lage und der Bundesrat musste gewisse Entscheidungen fällen, wie unter anderem auch die Entscheidung, die Schulen zu schließen. Und da konnten die die Kantone nichts dagegen machen. Und dann haben wir jetzt beschlossen, dass ab dem 11. Mai, die Schulen wieder geöffnet werden sollen. Es gibt natürlich bis dahin noch viele offene Fragen zu klären. Das Schutzkonzept, wie verhält man sich im Schulunterricht? Aber was ich bisher höre, ist, dass die Erziehungsdirektorenkonferenz ebenfalls sieht, dass wir die Schulen nicht unbeschränkt geschlossen lassen sollten. Und der Präsenzunterricht war ja verboten, aber in den 6 Stufen 1 und 2 muss man auch jetzt
den Schulunterricht wieder zulassen. Die Schulzeiten sollten nicht und die Schulschließung sollte nicht länger als unbedingt notwendig verlängert werden. Wir müssen ja ein gemeinsames Bildungsziel erreichen. Sie sagen, dass die Branchen diese Schutzkonzepte selber definieren müssen. Aber es gibt da große Unterschiede bei den Branchen selber, also zwischen Coiffeuren. Es gibt Coiffeusen, die einzeln arbeiten, dann gibt es solche, die in riesigen Betrieben arbeiten. Auch bei Restaurants gibt es Unterschiede. Also das Ganze ist sehr divers. Kann man denn überhaupt ein Schutzkonzept pro Branche haben? Ja, sicher. Man darf ja nicht vergessen, dass das, was heute zählt, die Empfehlungen des BAGs sind für die Volksgesundheit. Also also der Einhaltung des Abstandes von 2 Metern, nicht mehr als 5 Leute zusammen. Wenn es mehr als 5 gibt, müssen die Distanzen eingehalten werden. Aber es gibt mit der Öffnung dann eine ganze Reihe von Situationen, wo es nicht möglich sein wird, ohne weitere Maßnahmen diese Auflagen einzuhalten. Und dann brauchen wir eben das nötige Schutzmaterial und die Konzepte, die zeigen, wie wir umgehen mit der Situation. Und das ist möglich mit relativ einfachen Maßnahmen. Und die Branchen müssen diese präsentieren. Und dann sind die Unternehmen eben verantwortlich für die Umsetzung. Die Unternehmen haben diese Pflicht und auch das Ziel, den Schutz der Arbeitnehmer zu schützen und auch die Kundinnen und Kunden nicht zu gefährden. Es ist auch ein Interesse ihrerseits, dies zu tun und die Vielfalt der Branchen zu berücksichtigen. Eine Nachfrage. Die Leute müssen also ihre Kunden schützen, die Coiffeure zum Beispiel, die haben zum Teil auch alte Patienten, Risikopatienten. Dürfen die noch kommen? Wie ist es mit diesen Risikopatienten? Können die ab kommender Woche zum Friseur? Im Bundesrat haben wir nicht so detailliert darüber gesprochen, wer dahin gehen kann zum Coiffeur oder nicht. Die Coiffeure müssen Schutzkonzepte vorlegen und müssen so weit wie möglich einen angemessenen Schutz für die Betroffenen garantieren. Und das ist auch der Grund, weshalb diese Schutzkonzepte ausgearbeitet werden. Es ist nicht etwas, das man im Detail im Bundesrat diskutieren kann, weil wir die Kenntnisse einfach nicht haben. Also da braucht es die Kenntnisse der Leute vor Ort, die genau wissen, wie das am besten umzusetzen ist. Und da gibt es Kontakte mit dem BAG und mit dem SECO und das wird in enger Zusammenarbeit dann ausgearbeitet. Es ist so, dass in einigen Branchen das etwas einfacher ist, weil die Leute die Schutzkonzepte bereits kennen. Die Coiffeure zum Beispiel, die sind sich gewohnt, im direkten Kundenkontakt zu arbeiten. Die wissen, wie man sich schützen kann. Aber es gibt auch andere Branchen, wo es nicht so auf der Hand liegt, wo diese Schutzkonzepte schwieriger umzusetzen sind. Und deshalb muss man sie eben gemeinsam und individuell auch mit der einzelnen Branche entwickeln. Herr Gaffner. Ein Kollege von mir hat festgestellt, dass auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz steht, dass der Bundesrat nach wie vor von einem wachsenden Bedürfnis für subsidiäre Unterstützung und Bedürfnisse ziviler Behörden, die Unterstützung ziviler Behörden ausgeht. Ist das noch aktuell? Und bei uns ist festzustellen, dass Zuschriften kommen von Zivilschützern oder von Angehörigen von Zivilschützern, die sagen, sie hätten gar nichts zu tun. Wird da der Bestand überprüft? Ist da eher damit zu rechnen, dass im eigentlich Gleichschritt mit der Armee auch wieder etwas eher zurückgefahren wird? Also in Bezug auf Zivilschutz kann ich hier keine Auskunft geben, ob da vorgesehen ist, zurückzufahren, weil für den Einsatz sind die Kantone verantwortlich, nicht der Bund. Das können wir nicht steuern. Aber ich nehme an, dass auch die Kantone daran interessiert sind, nicht zu viele Leute auf Platz zu haben, dass da immer Kosten folgen. Ich nehme an, auch die Kantone sind ständig daran, die Situation zu evaluieren und entsprechend sich anzupassen. Die Meldung auf der Homepage, müsste die anschauen, wahrscheinlich ist die nicht mehr top aktuell. Aber ich frage mal nach. Madame Kutschera. Noch 2 Fragen zu den Überbrückungskrediten für Herrn Bundesrat Maurer. Die erste Frage wäre, haben Sie eine Ahnung, wofür diese Milliarden gebraucht werden? Also gibt es da schon erste Daten dazu, ob das in die Mieten fließt, für Leasing verwendet wird? Was sind so die großen Kategorien, wo das Geld hinfließt? Hat man da schon eine Ahnung? Und die zweite Frage wäre noch zu den
Bedingungen, die der Bund dann stellt. Also man weiß ja schon, dass für die Zeit, wo man diese Kredite beantragt, darf man keine Dividenden ausschütten. Gibt es sonstige Kriterien, allenfalls im Bereich verantwortungsvolle Unternehmensführung oder so etwas? Wir können Ihnen noch nicht sagen im Detail bei diesen 109.000 Gesuchen in 4 Wochen, wohin das Geld im Detail fließt, in welche Branchen. Was wir ausgeschlossen haben, ist, dass mit diesen Krediten Investitionen getätigt werden dürfen. Dient das alleine zur Überbrückung der Betriebskosten. Zum Zweiten haben wir ausgeschlossen, dass damit Darlehen abgelöst werden können von Banken, die sie jetzt zu verzinsen haben, das ablösen mit Gratiskrediten. Diese beiden Punkte haben wir ausgeschlossen. Wir kontrollieren, das wird eingehalten. Die Mittel werden also vor allem dafür gebraucht, um die Betriebskosten zu decken. Wir stellen auch fest, dass Leute vorsichtig sind. Die könnten zwar den April oder den Mai vielleicht bezahlen, aber sie sagen, wir wollen diese liquiden Mittel, wir wissen nicht, wie lange es geht. Das sind dann diejenigen, die vielleicht auch bereit wären, das rascher zurückzuzahlen, wenn das nicht nötig ist. Also es ist eine reine Frage der Betriebskosten. Wir gehen ja davon aus, wir sichern die Löhne mit der Arbeitslosenversicherung und wir geben einen Beitrag für die Betriebskosten, berechnet auf 3 Monate, ebenso, dass das Unternehmen nach dieser Krise möglichst verzugslos wieder in den Wirtschaftsprozess eingreifen kann. Wir haben ausgeschlossen, dass Dividenden bezahlt werden. Weitere Punkte haben wir nicht. Und es kommt dann immer die Frage, ja, die Boni. Jetzt müssen wir wissen, wir sprechen hier von KMUs. Wenn Sie 500.000 Franken bekommen, dann haben Sie eine KMU von 5 Millionen Umsatz. Und das sind vielleicht 10 Mitarbeiter, was weiß ich. Dort fließen nicht die Bonis. Wir wollen einfach verhindern, dass Dividenden ausbezahlt werden. Das ist die Bedingung. Im Gegensatz zur Arbeitslosenversicherung beispielsweise. Dort können Sie beziehen und trotzdem Dividenden ausbezahlen. Das ist nicht ganz gleich. Also wir haben ein sehr strenges Regime aus unserer Sicht, weil es eben die KMU betrifft, die in der Regel jetzt zu beißen haben. Oder es sind sehr viele Restaurants beispielsweise, Ladenbesitzer, die leben nicht gerade in Saus und Braus, sondern die versuchen wirklich über die Runde zu kommen. Und da wird nicht noch groß Geld abgeschöpft für sich selbst, weil Dividenden bezahlen sie dann doppelt die Steuern, einmal in der Firma und dann als Privater, wenn sie es einvernehmen. Die Gefahr, dass Dividenden ausbezahlt werden, ist bei KMUs relativ klein. Und in diesem Bereich sind wir. Und die Größeren haben wir ja nicht auf dem Radar, dort gewähren wir keine Bürgschaften. Das werden wir dann selbstverständlich auch kontrollieren. Monsieur Serena. Monsieur le Conseiller Berset, est-ce que le Conseil fédéral a Hat der Bundesrat ein Szenario für die nächsten Wochen, falls die Infektionsraten wieder ansteigen sollten in den nächsten Wochen aufgrund der Lockerungen? Haben Sie da so einen Schwellenwert, wo Sie sich sagen, ab 400 bis 500 Neuinfektionen pro Tag werden wir den Lockdown wieder in Kraft setzen? Wir tun alles, um genau das zu vermeiden. Und das ist auch genau der Grund, warum wir uns jetzt in den entscheidenden Wochen befinden. Wir müssen diszipliniert bleiben, wir müssen Abstand halten, wir müssen die Hygienemaßnahmen befolgen, um weiter fortzufahren mit dieser strikten Eindämmung. Das ist die Phase, in der wir jetzt drin sind. Wir sind kurz vor dem Ziel und das ist genau der Grund, warum wir jetzt nicht am 27. alles öffnen können oder am 11. Mai und sagen, okay, jetzt können wir uns wieder frei bewegen. Dann würde nämlich genau das Risiko auftreten, was Sie ansprechen. Wir müssen jetzt diese Strategie ganz stringent weiterverfolgen und diese strikte Eindämmung weiterverfolgen, um dieses Risiko zu verhindern. Ja, ich habe die Frage für Herrn Maurer. Sie haben hier mal gesagt, dass Sie ungefähr mit 10% Ausfällen, also 10% Kredit, wo der Bund einspringen muss, rechnen. Diese Zahl wurde verschiedentlich in der Öffentlichkeit angezweifelt. Man geht viel höher davon aus. Stehen Sie noch immer zu diesen 10% oder haben Sie in der Zwischenzeit Ihre Rechnung korrigiert? Die normalen Verluste im Bürgschaftswesen betragen bei uns im Durchschnitt 1,5%. Jetzt ist dieses Bürgschaftswesen etwas ausgeweitet. Wir schätzen natürlich rein, ich habe diese 10% einmal gesagt, weil Sie und viele andere gesagt haben, wir würden 100% verlieren. Das ist sicher nicht der Fall, weil noch einmal, der Inhaber, der geht zu seiner Bank,
Seine Bank kennt ihn seit Jahren, beurteilt das, ist das möglich oder nicht, dass er das zurückbezahlen kann. Und Firmeninhaber, die diesen Kredit nachsuchen als Darlehen, die wissen, dass sie ihn zurückbezahlen müssen. Denen zu unterstellen, dass sie quasi das Geld abholen, um nachher Verlust zu machen oder Konkurs zu machen, mit dem sie dann ein Leben lang gezeichnet sind, das können sie einfach vergessen. Das sind verantwortungsvolle Unternehmer, die werden versuchen, das zurückzubezahlen. Und wir haben ja das auch so konzipiert, jemand, der einen Kredit abholt, jetzt eine Bürgschaft, muss in den nächsten 5 Jahren pro Jahr etwa die Betriebskosten eines halben Monats einsparen. Er muss also sozusagen einen 24. der Betriebskosten einsparen pro Jahr, damit er das zurückzahlen kann. Das ist ein faires Angebot und das muss möglich sein. Und ich gehe eher nicht davon aus, dass es 10% sein werden. Die Frage ist aber, und das ist wahrscheinlich entscheidend, wie lange geht die ganze Geschichte noch, oder? Wenn wir dann noch sehr lange sind, beispielsweise bis wir Restaurants öffnen, dann wird das dann für diese schon sehr, sehr eng. Das ist vielleicht der Bereich, der am engsten turnt jetzt gerade. Und wenn die länger warten müssen, dann steigt das vielleicht. Je rascher wir wieder im Alltagsgeschäft sind, je kleiner ist das Verlustrisiko. Im Moment würde ich bei diesen 10% bleiben, aber es ist meine ganz persönliche Schätzung, um Ihnen die Illusion zu nehmen, es seien 100%. Erlauben Sie mir hier eine Nachfrage. Wieso sollten die Banken die Gläubiger betreiben, wenn sie beim Bund das Geld abholen kommen? Die Banken stehen ja auch ein Stück weit in der Verantwortung. Sie müssen das beurteilen, weil es ist Ihr Kunde. Und das wird auch so beurteilt. Und wenn Sie selbst Unternehmer sind, würden Sie dann einfach so viel Geld abholen, dass Sie im Moment leben und dann dafür in 4 Monaten Konkurs gehen? Vielleicht gibt es diese schon auch, aber ich glaube nicht, dass unsere Unternehmer, die KMU, so denken wie Sie. Das sind verantwortungsvolle Leute, Sie ja sicher auch, oder? Aber die wollen ja ihren Betrieb aufrechterhalten, sie wollen Geld verdienen, sie wollen ihr Unternehmen allenfalls den Nachfolger übergeben, sie wollen Arbeitsplätze sichern. Und diejenigen, die einen Kredit abholen, kommen nicht mit dem Geist, ich mache nachher Konkurs, sondern die wollen ja nachher wieder präsent sein. Und da wird nicht ganz jede Rechnung aufgehen, das wissen wir auch. Aber wichtig ist und bleibt, die Wirtschaft sofort mit Geld zu versorgen, damit diese Sicherheit besteht, damit man nachher wieder bereit ist. Und dort, wo sie zu spät sind, den bestraft man nachher. Und bei 109.000 Gesuchen jetzt, ja, vielleicht sind es 1.000 oder 2.000, die nachher nicht zurückzahlen. Aber wenn sie das nicht machen, dann würden sie Tausende von Arbeitsplätzen aufs Spiel setzen. Weil wer jetzt kein Geld hat, um zu bezahlen, was macht er? Er spart und entlässt Leute. Wir stellen Liquidität zur Verfügung und sichern damit Arbeitsplätze. Das ist das primäre Ziel dieser Unterstützung, Sicherheit zu geben, Arbeitsplätze zu schützen. Und wenn da einige Millionen schlussendlich schiefgehen sollten, stimmt das Gesamtpaket noch längst. Es stimmt viel besser, als wenn wir das nicht machen. Und ich glaube schon, man muss in dieser Situation wirklich das Positive sehen. Sie können schon das Haar suchen in der Suppe. Machen Sie das und sagen Sie mir, wenn Sie es finden, ich fische es dann raus. Wenn etwas nicht stimmt im System, dann korrigieren wir das selbstverständlich. Aber das System funktioniert. Wir werden benieden, weil wir in der Lage sind, die Wirtschaft rasch, unkompliziert mit Geld zu versorgen, mit einer hohen Sicherheit. Das zählt im Moment, weil der Tag nach der Krise kommt und dann muss die Wirtschaft funktionieren, dann müssen die Leute Geld haben. Wenn sie dann zuerst singen und betteln müssen, bis sie wieder etwas finanzieren können, dann sind wir zu spät. Wir wissen, dass ein gewisses Risiko dahinter steckt, aber das Risiko, nichts zu machen, das ist viel größer. Monsieur Hässler. Ich habe eine Frage an Frau Bundesrätin Amherd und die Vertreter der Armee. Sie haben den Entscheid korrigiert bezüglich Assistenzdienst, rechnen jetzt 2 Wiederholungskurse an. Weshalb diese Korrektur und was sind die Auswirkungen auf die Ausbildungsdienste dieser Formationen in den nächsten Jahren? Das sind 38 Diensttage, die zusätzlich dazukommen. Und vielleicht noch eine Frage, die uns umtreibt bezüglich Armeeapotheke. Wir haben gehört, dass die Armeeapotheke die Idee hatte, die Masken gleich per Post der ganzen Bevölkerung zu verteilen. Was ist an dieser Geschichte dran? Ja, am besten Dank. Vielleicht zuerst, warum auf den Entscheid zurückgekommen.
Also ich finde das nicht mehr als gerecht, wenn man diese Diensttage mindestens für 2 WKs anrechnet, weil die Leute, die jetzt länger im Assistenzdienst sind, die fehlen natürlich auch in ihren Betrieben. Wenn die dann ihren Dienst abgeschlossen haben und gleich nächstes Jahr beispielsweise wieder einen WK machen müssten und wieder ihrer Unternehmung entzogen werden, ist das sicher nicht positiv. Deshalb haben wir das noch einmal angeschaut. Das sind die konkreten Auswirkungen. Ich glaube, da ist Herr Süßli, Chef der Armee, besser befugt, das zu beantworten als ich. Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Bundesräte, sehr geehrter Herr Vizekanzler, wir haben die Auswirkungen natürlich geprüft. Ich glaube, auch aus Sicht der Armee steht im Vordergrund die Wertschätzung denjenigen gegenüber, die jetzt im Dienst stehen, im Assistenzdienst. Betroffen werden vor allem die Sanitätstruppen sein. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten 1 bis 3 Jahren etwa 10% auf die WK-Bestände drücken wird. Dafür haben wir auch einen Vorteil. Durch diesen Einsatz setzen natürlich die Angehörigen der Armee, die jetzt im Einsatz gestanden haben, haben auch profitiert von der Ausbildung. Die Kader haben profitiert von der Führungsausbildung oder Führungserfahrung. Und deshalb gehen wir davon aus, dass der Schaden so nicht zu groß ist. Betreffende Armeeapotheke, Zustellung von Masken an Haushalte, das wurde mal diskutiert, ob das eine Option wäre, wurde dann verworfen. Aber vielleicht kann Herr Neff mich da noch ergänzen. Als Militär haben wir selbstverständlich verschiedene Eventualplanungen geprüft und die auf Vor- und Nachteile bewertet. Das ist ein normales Planungsvorgehen. Monsieur Berlocha. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. Sie haben, Herr Bundesrat Berset ist angesprochen, und vielleicht kann Herr Koch noch etwas dazu sagen, gesagt, si les choses vont bien, je crois, si je me rappelle bien. Was heißt denn das genau? Wann ist bien? Also sicher nicht, wenn die Infektionsrate steigt, aber geht man aus dem epidemiologischen Lehrbuch davon aus, dass die Rate weniger schnell sinkt, weil jetzt wieder etwas mehr möglich ist? Das wäre die eine Frage. Und die andere wäre, woher nimmt man das Vertrauen auch in die Bevölkerung, dass das wirklich funktioniert? Ja. Weil ich merke es bei mir selbst. Also rein psychologisch bin ich jetzt irgendwie etwas gelöster, befreiter. Ja, man kann jetzt wieder, der Bundesrat hat auch gesagt, es ist wieder schöner Wetter oder so. Es hat Leute in Zürich, die an die Sonne liegen. Es hat wieder mehr Leute in der S-Bahn, obwohl der Coiffeur noch gar nicht offen hat. Ja, für die erste Frage, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Das ist genau der Punkt in einer ungewissen Situation mit einer Epidemie. Wir müssen das folgen und mal sehen, wie es sich entwickelt. Deswegen der Monitoring ist so wichtig, oder? Ziel bleibt zu sichern in unserem Land, dass es gibt keine Überlastung des Spitalsystems gibt, in der nächsten Zeit auch nicht, weil eine Überlastung würde dazu führen, dass die Leute, die eine gute Behandlung brauchen, keine Sicherheit mehr haben, einen Zugang zu haben zu dieser guten Behandlung. Das haben wir mal in anderen Ländern auch gesehen, was es bedeutet. Und wir wollen uns das auch für unsere Bevölkerung auch ersparen. Auch für den Schutz der besonders vulnerablen Personen. Übrigens nicht nur für die Personen, die einfach Coronavirus angesteckt sind. Es gibt sehr viele Leute, andere Leute, die brauchen einen guten Zugang auch für die nächsten Zeiten zu haben. Aber wie es sich entwickeln wird, wissen wir es. Also ich weiß es mindestens nicht. Und deswegen müssen wir da sehr, sehr bescheiden bleiben. Zweiter Punkt, das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie da stellen, weil in der Tat, man könnte jetzt den Eindruck haben, okay, es war hart, es war schwierig, diese Momente, alles war zu und jetzt ist fertig, schöne Tage, schönes Wetter, können wir wieder raus. Ja, in der Tat, es gibt eine Entwicklung, eine Lockerung, aber muss man nie vergessen, diese Abstandsregeln und Hygiene der Hände, das bleibt zentral, wenn wir wirklich eine Explosion der Fälle verhindern wollen. Und deswegen wir müssen daran bleiben, auch für die nächsten Zeiten. Und nur so wird es uns erlauben, da die Maßnahmen zu lockern, mit des Monitorings, wenn es explodiert im Mai, ist für die nächsten Schritte, die werden auch schwierig. Was wir versuchen zu tun, ist uns einigermaßen einen korrekten Sommer zu sichern, oder? Aber es entscheidet sich jetzt. Und gerade deswegen, wenn wir jetzt sagen, okay, machen wir schnell alles offen jetzt, dann, es könnte viel schwieriger werden. Es könnte auch bumpy werden im Sommer, wenn ich das so sagen darf. Und das ist genau das, was wir
versuchen zu verhindern. Aber vielleicht für die erste Frage hat Herr Koch vielleicht weiß er mehr. Ich weiß es nicht. Man muss das auch zugestehen, wenn es so ist. Wir leben in ungewisse Zeiten und Sachen, müssen wir das auch mal damit leben können. Ja, ich glaube, das Lehrbuch für diese Epidemie ist noch nicht geschrieben und deshalb geht es nicht nach Lehrbuch. Es ist wirklich so, man muss versuchen, mit allen Mitteln diese Epidemie jetzt so unter Kontrolle zu bringen, dass wir dann in die Containment-Strategie gehen, also dass wir dann jeden Fall isolieren können und die Kontaktpersonen unter Quarantäne stellen können. Und dann sind wir in einer Situation, wo wir mit größerer Sicherheit noch mehr Maßnahmen lockern können. Man muss aber nicht vergessen, die Schweizer Bevölkerung hat bis jetzt sehr gut mitgemacht und wir haben wirklich Vertrauen in die Bevölkerung, dass sie begreift und begriffen hat, was der Challenge ist, also wie man sich verhalten soll. Und selbstverständlich wird es mehr Leute geben, die in der Sonne liegen, aber wenn man in der Sonne liegt, steckt man sich noch nicht an. Wichtig ist wirklich, dass wir zwischen den Menschen, also bei den täglichen Kontakten, weiterhin sehr aufmerksam bleiben und die Distanz halten. Nous allons prendre encore quelques questions et bientôt conclure quand même. Madame Kleck. Ja, ich weiß nicht, wer die Frage beantworten will, aber trotzdem 2 Parlamentskommissionen sehen Handlungsbedarf bei den Geschäftsmieten. Wie sieht es der Bundesrat? Bleibt er dabei, dass es eine private Angelegenheit ist zwischen Mietern und Vermietern? Das hat der Bundesrat so entschieden, aber ich weiß nicht, ob jemand dazu noch etwas sagen will. Ich war in der WAK und Sie wollen, glaube ich, einen Vorstoß überweisen. Das hat aber Herr Parmelin nachher übernommen. Aber der Druck in der Kommission, hier etwas zu machen, war relativ groß. Bei der Abstimmung war ich nicht dabei, aber das Thema bleibt sicher in der Sondersession dann bestimmt. Der Bundesrat hat ja beschlossen, im Moment nichts zu machen, die Situation zu beobachten und dann anfangs Herbst zu beurteilen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also beim Bundesrat hat sich nicht geändert. Wenn das Parlament Vorstöße überweisen würde, müssten wir das wohl anschauen. Monsieur Nebel. Peut-être justement pour préciser, il y a l'espoir qui revient. Die Hoffnung kehrt jetzt zurück. Ab nächstem Montag kann man zum Friseur gehen. Was sagen Sie allerdings heute den Arbeitgebern? Sollen sie so weit wie möglich versuchen, ihre Arbeitnehmer im Homeoffice zu halten? Oder gibt es da eine Änderung? Oder muss man noch mal wiederholen, dass man zurzeit wirklich so wenig wie möglich an den Arbeitsort gehen soll? Ja, die allgemeinen Empfehlungen bleiben aufrecht. Ich habe es schon ganz oft gesagt, die Distanz, das Händewaschen und so weiter, aber natürlich auch das Homeoffice, wo immer es möglich ist. Wenn man zu Hause bleiben kann, um zu arbeiten, soll man es machen. Und nicht zum Beispiel sich in Situationen begeben, wo dann ganz viele Leute sich versammeln. Also diese Empfehlungen bleiben da. Und die Gruppen von über 5 Personen dürfen sich auch weiterhin nicht treffen, auch was sonstige Versammlungen angeht oder die Abstandsregeln. Bleibt alles bestehen. Heute hat man den Eindruck, alles werde gelockert, weil gewisse Dienste wieder öffnen, weil die Geschäfte wieder öffnen, irgendwann auch die Restaurants. Dann heißt das nicht, dass man alles über Bord werfen kann. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir stehen noch am Anfang der Entwicklung der Epidemie. Einige Kantone sind stark betroffen und weniger als 10% Durchseuchung haben wir in den Kantonen, die am meisten Ansteckungen hatten. Und die Infektionen, die steigen und es wird wieder eine zweite Welle geben, wenn wir jetzt nachlassen. Das heißt, deshalb müssen wir da wirklich sehr vorsichtig bleiben, auch in nächster Zeit. Vielleicht noch eine Zusatzfrage an Herrn Maurer. Sie sind ja Finanzchef und wir haben eine Reihe von Fragen schon gestellt. Wir wissen, dass wir jetzt viel für den Erwerbsersatz zahlen werden, für die Kurzarbeitsentschädigungen. Ein Teil der Bürgschaften des Bundes wird dann auch vom Bund übernommen werden müssen. Haben Sie da einen Gesamtpreis schon für die gesamte Krise von finanzieller Seite? Ich weiß, das betrifft zum Teil auch das Departement von Herrn Berset, aber können Sie diese
diese Krise jetzt Dazu mit einem sind Preis zwei Fragen versehen. noch offen. Zum Ersten, wie entwickelt sich die Arbeitslosigkeit? Die Arbeitslosigkeit wird ein mögliches Defizit Ende Jahr massiv beeinflussen. Wir haben hier noch wenig Daten, weil wir in der Kurzarbeit sind und noch wenig abschätzen können, wie groß die effektiven Kosten diesbezüglich sind. Die zweite Frage ist, tritt dieser Automatismus in Kraft, der im Gesetz vorgesehen ist, dass wir die Beiträge erhöhen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, oder ist der Bund bereit, einen Anteil oder den ganzen Bereich zu übernehmen? Der Bund hat bekanntlich 6 Millionen eingeschossen jetzt in diese Arbeitslosenkasse auf Kosten der Rechnung. 8 Milliarden kann sich die Kasse weiter verschulden. Wir gehen davon aus, dass im Minimum noch 15 Milliarden gebraucht werden. Wenn das voll auf die Kasse des Bundes geht, dann würde das Defizit Ende Jahr 30 Milliarden betragen des Bundes. Wenn sich die Arbeitslosensituation verschlechtert, das ist die positive Annahme, morgen haben wir die Prognose des KOF, dann könnte das Defizit des Bundes auf 40 Milliarden oder noch mehr steigen. Dazu kommen dann noch die 40 Milliarden verbürgte Kredite. Also die Gesamtleistung des Bundes liegt, würde ich einmal sagen, zwischen 30 plus 40 oder 40 plus 40, also in der Größenordnung eines Jahresbudgets. Das ist so ungefähr das, was wir heute sagen können, aber wir werden im 3. Quartal dann eine Analyse vornehmen, dann kennen wir die Arbeitssituation entsprechend besser, wir können abschätzen, was die Arbeitslosenversicherung kostet, ob wir das überwälzen oder ob das zulasten des Bundes geht, das sind die offenen Fragen. Aber im Moment kann man einfach sagen, Ende Jahr sieht es sicher viel, viel schlechter aus als Anfangsjahr. In welchem Umfang, das werden wir noch beurteilen müssen. Eine question, Madame Da Silva. Eine Frage an alle Vertreterinnen und Vertreter des Bundesrats. Zwar drückt das Parlament ja immer mehr jetzt aufs Gaspedal bei der Öffnung der Wirtschaft. Ganz spezifisch gestern die Wirtschaftskommission des Nationalrats, die WAK-N, mit gleich mehreren Motionen zu diesem Thema. Was sagen Sie als Bundesrat an die Adresse des Parlaments, dass sich jetzt immer mehr einmischen möchte hier in das Krisenmanagement des Bundesrats? Also wenn Sie dem gesamten Bundesrat die Frage stellen, fange ich gerne an. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir einen regen Austausch und Kontakte haben und dass auch das Parlament eingebunden ist. Wir haben uns diese außerordentliche Lage ja gar nicht gewünscht. Es ist schwierig. Wir möchten so gerne so schnell und so gut wie möglich wieder daraus herauskommen. Ich habe enge Kontakte zum Parlament und ich habe in der letzten Woche und werde auch in der nächsten Woche noch Sitzungen mit den verschiedenen Kommissionen haben. Wir freuen uns auch besonders über die Abhaltung der außerordentlichen Parlamentssession Anfang Mai, denn genau da werden wir uns mit den finanziellen Auswirkungen der Krise befassen. Und wir werden uns jetzt dann damit befassen, wie wir das am besten bewältigen können. Wir haben viele Verantwortung hier im Bundesrat übernommen. Wir leiten die Debatte gerne an, aber dann ist natürlich auch die Frage, wer trifft die Entscheidung und wie verteilt sich die Verantwortlichkeit. Die Kontakte mit dem Parlament sind hervorragend und das zeigt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Parlament wieder einbinden in der Führung der Politik unseres Landes. Letzte Frage. Herr Storni. Eine Verständnisfrage für Herrn Maurer betreffend Hilfen für die Start-ups. Sie haben jetzt gesagt, man weiß ja nicht, ob Sie ein Produkt entwickeln, das dann auch gebraucht wird. Also gibt es da eine maximale Höhe der Hilfen für einzelne Start-ups und wie lange haben die dann Zeit, um das Geld allenfalls zurückzubezahlen? Das Bürgschaftswesengesetz sieht vor maximal 1 Million pro Unternehmung. Die Rückzahlungsfrist muss abgemacht werden zwischen Bank und der Unternehmung. Das kann etwa 10 Jahre dauern, das müssen wir entsprechend anschauen. Es geht hier wieder darum, dass wir eine Sofortmaßnahme haben, um Sicherheit zu geben. Und wenn diese Sicherheit besteht, ist ja nicht auszuschließen, dass ein Start-up einen weiteren Kredit einer Bank erhält oder eines Sponsors, der dann nicht gesichert ist. Es geht eigentlich darum, die Basis zu schaffen. Und wir glauben, dass wir mit dieser Million Bürgschaft im konkreten Fall diese Sicherheit schaffen oder auch
eben die Möglichkeit schaffen für Dritte, für Sponsoren, die wieder einsteigen. Es ist nicht die Aufgabe und kann nicht die Aufgabe sein des Bundes, die ganze Start-up-Szene durch diese Krise zu retten, aber es geht darum, Impulse zu schaffen und Sicherheit auszustrahlen. Vielen Dank, merci. Nous allons conclure cette conférence de presse ici. Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, das war diese lange Medienkonferenz hier aus dem Bundeshaus. Vielleicht ganz kurz 2, 3 Punkte. Großes Thema Masken auch heute. Der Bundesrat verzichtet darauf, eine Maskenpflicht anzuordnen. Bundesrat Berse hat gesagt, die Masken spielen wahrscheinlich in den Schutzkonzepten eine Rolle, die die einzelnen Branchen verabschiedet, formuliert haben. Beispielsweise, zum Beispiel beim Coiffeur spielen möglicherweise die Masken eine Rolle, keine Pflicht. Detail vielleicht noch in einem Faktenblatt des Bundesamts für Gesundheit. Da wird tatsächlich empfohlen, wenn man den ÖV benutzt und es wirklich dicht gedrängt ist und die 2 Meter Abstand nicht eingehalten werden können, da wird zum ersten Mal explizit das Tragen einer Gesichtsmaske empfohlen. Noch ein Satz zu den Tests. Hier hat Bundesrat Berse angekündigt, dass man die Testintensität erhöhen möchte. Das heißt konkret, man möchte alle Menschen mit Symptomen neu testen, auch mit leichten Symptomen. Das hat damit zu tun, dass man dazu kommen möchte, allmählich bei abnehmenden Fallzahlen wieder zu der Eindämmungsstrategie des Anfangs zurückzukehren. Das heißt, dass man alle Fälle zurückverfolgen möchte, Leute, die Kontakt hatten mit positiv Getesteten, dass man die in Quarantäne setzt. So könnte man diese Epidemie weiter eindämmen. Das ist die Vorstellung von Bundesrat Berse. Und noch ein letztes zum Sport. Bundesrätin Viola Amherd hat gesagt, man ist daran, die Sportkonzepte, wie man da Lockerungen durchziehen könnte, dass man das diskutiert. Und sie hat in Aussicht gestellt, dass schon ab Mai Sport mit vermeidbarem Körperkontakt, Sportarten mit vermeidbarem Körperkontakt wieder möglich sein. Weitere Hintergründe und Informationen zu dieser Pressekonferenz sehen Sie in unseren News-Sendungen in der Tagesschau und im 10 vor 10. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und einen schönen Abend. Unser Leben im Ausnahmezustand. So, ja. Wie meistern wir die Corona-Krise? Man hat halt sehr viele offene Fragen. Wir wissen nicht, was mit uns passiert. Doc begleitet Barkeeper und Köchinnen. Wir verdienen unser Geld mit unseren Händen und dürfen es im Moment nicht brauchen. Chefs und Lehrerinnen. Was hast du